Das hab ich heute vergessen. Schauen wir mal. Weiß noch nicht so genau. Schauen wir, wer überhaupt da ist. Wo ist meine Tröte eigentlich? So, jetzt warten wir mal ganz gemütlich, bis die YouTube einer bequem dabei gemacht. So auf den Sack. Kann bloß der Schmiedi sein. So doch. Schmiedi! Merci dir! Halb! Oh, hoppla, Tröte vergessen. Habe! Evans, Birger, Micker, 20, Residenz Emil, 4. Grüß Gott beieinander. Schauen wir aus? Gut, schauen wir aus. Schauen wir mir gut aus. Grüß mir erstmal einen Haufen rein, damit nichts passiert. Schmiedi, nochmal, merci dir, Bussi aufs Nussi. Habe die Ehre an, den Mad-Max, den Feierhunter, den Leck mir am Arsch, den Löwensepp, as always, habe die Ehre, Birger, as fucking schöner Stream zur Pimmel um Nabecker Bier, Resi! Was ist denn da so komisches Gelb da? Und was ist das da? Ach, das ist da spiegelt sich das Licht im Mikrofon heute. Das ist nichts. Ich muss mir auch irgendwann einmal angewöhnen oder abgewöhnen in meinem verdammten Leben, dass ich alle 2 Sekunden an dem scheiß Mikrofonständer umeinander greife, weil ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist eigentlich. So, nochmal schnell. Habe die Ehre an den Sonntag, Ruhetag, an die Semcrow-Wife, an den Rest am Mods, an den Jack-Dean und dann darf ich wieder nichts sagen, weil der Timmy-Boy sagt, Grüß von ihren daheim. Du machst doch, du hast doch eine Textdatei angelegt und dann machst du Steuerung C, Steuerung V. Es ist einfach immer die gleiche Nachricht mit demselben Leerzeichenfehler wie immer. Ich weiß auch nicht, Timmy-Boy, merci. Okay, Zeichen, helle Hautfarbe, Smiley. Manu, merci, den Fünfer. Schnurzelputzelchen, heute übersäge ich den Flachwitz des Tages nicht. Wie nennt man einen Sprinter mit Blasenproblemen? Inkontinentalrakete. Um Gottes Willen. Aber ist ja gut. Ich muss bei Inkontinenz immer an was anderes denken. An Hintaussee. Chrissy, merci. Schluss. Servus, Chrissy. Jawohl, Sechster Mal absolutes Pro-Gaming. Heute wird nur in den Kopf geschossen. Heute beten wir vorher zum allmächtigen Aim-Gott. Was? Jetzt hab ich gemeint, das ist ein Smiley hinterlegt oder Emoji hinterlegt mit dem Hashtag Leuchtrauschkugel. Wieder 2 geraucht, Kruzifix, Alter. Nochmal, zum allmächtigen Aim-Gott, vielleicht haben wir heute weniger Kartoffel-Aim beieinander als am Montag. Also am Montag war grenzwertig am Schluss aussehen. Kruzifix, Alter. Herr Kött, merci dir, Leuchtrauschkugel, grüß, weiß ich nicht. Ob du Leuchtrauschkugel bist oder ich weiß doch auch nicht. Timmy Boy! Ach, sicherlich. Ja, sicherlich. So, nochmal. Habt ihr schon wieder was? Kein Dono-Sound, Aubetzwack. Was ist denn da schon wieder gekommen? Oh, ich weiß warum. Hab ich wieder das Audio umgestellt. Hab ich das auch angemacht. Ah, die kriegt's aber irgendwann anders zum Singen. So, jetzt. Warte, wen retriggert man halt? Weiß ich nicht. Egal. Wo Dono-Sound? Da, jetzt habt's einen Dono-Sound. Oder? Ist er da? Löffler-Sepp! Der Baby-Igel! Das ist der wichtigste. Merci dir, Herr Löffler, merci dir. Ah, geht das schon wieder los. Wieso wird denn der Mike wieder nicht angezeigt? Da war ich gehört! Mike, mir ist wieder ein Resub. Mir ist wieder eine 6 Monate. Checkle! Hodrit! Heute einen Vertrag für die neue Arbeit gekriegt. Deswegen den alten, fetten, langsamen Gratler Geld ins Gesicht schleifen. Checkle, merci. Sonntag, Ruhetag. Ja, Mitgliedschaft werden schon wieder nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Mir ist wieder ein Resub und 15 Monate. Kapsura! Servus, Birger! Auf ein schöner Stream. Wegen dir ist die Dreckskript nur halb so schlimm heute. Da tut ein wenig der T-Schals auf. Da tut ein wenig der T-Schal noch gondeln, dann wird das schon. Ziehen gebe ich, merci dir. Habe ich bin aber wieder on the road in deinem Mega-Stream und gestern ist dein Pulli okay, mein Navy Blau ist echt mega. Ich hab keinen einzigen selber in Navy Blau. Ich hab immer nur schwarz und dunkelgrau meliert. Immer. Das ist einfach alle meine... Also mittlerweile glaube ich, habe ich... Also alles, meine Säcke sind schwarz, der Unterpumpe ist schwarz, meine Pullis sind schwarz, meine T-Shirts sind schwarz, meine Hosen ist schwarz, alles ist nur noch schwarz. Problem? Wir haben einen weißen Hund. Großes Problem. Und 2 schwarz-weiße Katzen, die größtenteils weiß sind. Problem! Karöttchenbauer. Grüß mal bitte die Franzi in der Nachtschicht. Haha, Franzi! Haha!
Jetzt setzt mir auf mit einer Schichtarbeiterei! Kruzifix! Karöttchenbauer, merci dir. Schöne Grüße an die Franzi. Ich glaube, der Karöttchenbauer möchte mir eine karöttisieren. Bin mir aber nicht sicher. Der Extremer hat einen schwarzen Hund. Wir haben auch einen schwarzen Hund. Der ist aber auch teilweise, wird der schon ein bisschen grau. Ja? Da haben die Stauzen rundum und an der Brust hat es weiße Haare. Und ist auch nicht so gut. Und lustigerweise sieht man halt auch schwarze Haare auf schwarzer Kleidung. Der Hund wird quasi Schwanz. Absolut korrekt sprechen. Birger trägt so lange schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Der Metal ist stark in ihm. Es ist eigentlich, ich weiß auch nicht. Schwarz macht schlank. Schwarz ist nicht schlank und Schwanz. Ja, Schwarz macht Schwanz. Das ist ein ungeschriebene Gesetz, das haben wir selber erörtert und herausgefunden. Der Pitch schreibt, am Samstag wer grillt und macht eine Moinkballs und wehe, die taugen nichts. Da tue ich mich mal überhaupt nicht ab. Ich bin 6 Tagen und hast es falsch gemacht. Dann komm ich und hau einen Knocker Nosch, das ist recht. Da bin ich guter Dinge, da geht nichts schief. Was ist da? Matthias schreibt, Birger oder Drache? Oh Gott, geht das schon wieder los. Lieber Birgers Zerpimmelung als Draches. Kriegt ihr das Bild auch nicht mehr aus dem Kopf, gern geschehen? Leider Gottes habe ich da auch zu viele Bilder gesehen, die ich jetzt in meinem Kopf habe. Wahrscheinlich andere als ihr. Das ist Gott sei Dank auch gut so. Aber auch irgendwie nicht. Zirgeli! Dann wird's mal Zeit fürs Farb und zwar Schnee. Was? Dann wird's mal Zeit für ein bisschen Farb und zwar Schnee. Da, Logo ist bunt. Das ist schön bunt. Der Ralf schreibt, er hat die Moinkballs gemacht, sind saugeil. Was diese Moinkballs betrifft und Rippball betrifft, habe ich also eine neue Idee. Vielleicht kommt im Laufe des Jahres einmal über den Sommer ein Grill-How-To, ein neues, ein kleines, ein kurz. Weil ich da eine Idee, ich weiß bloß nicht, ob die Dinge gut sind. Also jeder ist immer nur zu beschissen zum Grillen und dann mache ich nicht lang draußen umeinander werken und so. Und ich habe auch schon einen Namen dafür, die Dinger heißen Chop-Chops. Und wenn es was wären, dann zeige ich es euch. Ja, ganz selber erfunden sind sie nicht, die sind schon inspiriert. Da habe ich irgendwo mal ein kurzes Video gesehen dazu, aber anders. Also einfach anders. Da habe ich gedacht, das kann geil sein. Kann geil sein, muss ich mal nachschauen. Der Mike schreibt, Metamor, auf geht's! Übrigens, ganz furchtbar wichtig. Apropos Metamor. Je nachdem, wie wir heute zeitlich hinkommen, schauen wir mal, ob wir 3 Kapitel schaffen. Wenn wir nicht 3 Kapitel schaffen, dann schaffen wir am Freitag 3. Richtig gehört, Freitag 20 Uhr Stream. Wer nicht kommt, Boomstick to your face. Okay? So. Der Wolf schreibt, er steigt aber bald auf Grau um. Sieht man ja schon an die Haare. Ich will auch nicht jünger. Ich will bloß fetter. Ja? Und so schlimm ist es auch noch nicht wie sie, so wie jetzt. Die Kapitel werden länger, kannst vergessen. Ja, gut. Okay, dann müssen wir, deswegen der Zwischenstream. Also dann machen wir heute mindestens 2. Schaffen wir die 2? Spreng ich? Schaffen wir? Wo haben wir überhaupt? Kapitel 10 und 11, glaube ich, sein. Was? Hat letztens Käufer bin ich eingelaufen. Chris, erinnert mich drum. Nein, hier ist die, wer Schlaftröte? So. Wobei die Tröte nicht mehr so schlimm ist, weil ich was eingebaut habe, dass der Ton nicht mehr so übersteigt. Ungelogen. Wo as Annette, warum ist heute so? Das wollte ich nicht in Frage stellen. Wenn ich den Namen gelesen habe, da stelle ich nichts mehr in Frage. Aber ungelogen. Ich glaube wirklich jetzt 3 Sekunden, bevor jetzt dieser goldene Rahmen da auffährt, bin ich da gesessen und habe kurz überlegt, heute ist relativ human. Ist irgendwas kaputt? Ist ja keine Ahnung. Aber okay. Leuten passt schon. Kommt sie daher. Ist ja klar. Dankeschön! So, dafür kann man öfter eine drücken. Was kommt Freitag? Am Freitag kommt nochmal eine Runde Resident Evil 4, damit wir fertig werden. Und das Finale, laut Plan zumindest, ist nächsten Mittwoch. Weil, ganz einfach, ab übernächster Woche löst Star Wars Jedi Survivor am Montag Resident Evil ab und wir spielen mal The Last of Us am Mittwoch weiter, bis wir da damit fertig sind. Und mit was wir dann The Last of Us ersetzen, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, das muss der Zukunftsbürger wissen. Aber ich glaube, da brauchen wir sowieso noch ein bisschen. Wie viele Streams haben wir jetzt in The Last of Us? Ich glaube 4. War das der 4. am Montag? Ich weiß es nicht. Kapsula! Dabei hingehört ein neues Mitglied. Welcome to the Squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre, Kapsura. Wer nicht mitmacht, 2. Boomstick to your face. Okay? So. Der Hutschek schreibt, habe die Ehre, heute alles fresh. Ich bin relativ fresh heute, ja. Ich bin gespannt, ob der Aimgott heute auf meiner Seite ist und das jetzt 10 nach 8 ist. Werden wir das sofort außerfinden.
werden wir zum Meta machen da und nicht zum Umeinander labern. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Ich habe heute übrigens, ich starte mal das Spiel nebenbei, ich habe heute übrigens sehr viele TikTok-Kommentare gelesen. Ich habe einen Short gemacht, nicht auf meinem Hauptkanal, sondern einen aus der Speziwirtschaft, außer da, wo ich kurz so 30 Sekunden über das aktuelle Thema Cannabis-Legalisierung rede. Und trifft für die überall so ein bisschen dahin, Facebook, Instagram, YouTube im Kanal und lauter so ein Scheiß. Und, aber auf TikTok, irgendwann das letzte Mal im Nachmittag reingeschaut, warte mal. Da waren wir schon über 100. Ja, 125.000 Aufrufe. Gut, die muss man natürlich mit Vorsicht genießen auf TikTok, ja, weil jeder Trottel, der drüber scrollt, zählt also Aufruf. Aber sagen wir mal so ungefähr 10% haben reale Aufrufe, sage ich jetzt einmal. Und da diskutieren die Leute schon wieder über eine Scheiße, die haben so dumm, so unfassbar. Das ist so geil dumm, Alter. Drunk Cry! Am Freitag kann ich dir dann schon berichten, wie gut Dead Island 2 ist. Das, ja, da haben wir schon drüber geredet. Warum? Eigentlich war ja Dead Island 2 gekommen, aber kommt halt nicht. Ich möchte abwarten. Drunk Cry mehr dir. So, Schluss jetzt mit Alerts! Alert Sounds aus! Umschalten da! So, wie schaut's da aus? Das ist aber ganz was Neues, dass wenn die 3 Sekunden lang ein schwarzer Bildschirm ist. Achtung! Laut! Wow! So, da haben wir schon wieder. Diesmal werden wir nicht mit irgendwelchen komischen Boni-Inhalte vollgeschissen. Was ist denn da eigentlich los? Boni-Shop? Was bringt mir eigentlich das? Bringt mir das irgendwas? Wir haben 10.500 AP, das kann man uns eigentlich mal kurz anschauen. Schalten wir mal, was es ist. Da wird nach Abschluss eines bestimmten Kapitels freigeschaltet. Was? Da, also, hä? Da hat mich da alles. 100 AP, Dorfbewohnerin. Ein Gegnermodell. Modelle können nach Erwerb über das Bonusmenü betrachtet werden. Okay, hab das jetzt mal gekauft. Jetzt. Bonusmenü. Bonus, Concept Art, Modelle. Nichts verstehen für die Scheiße, bin ich zu alt. Keine Ahnung. Geh raus da. Raus. Oh, das Licht muss man noch blau machen. Stimmt die kleine Fernbedienung nicht. Ich kann das Licht halt leider Gottes nicht blau machen. Schade. Dumm. Muss ich mir erst drüber gewohnen. Herr Kerler! Merci für die Mitgliedschaft. Kriegst auch noch die Tröte. Pass auf. Ab an den Herrn Kerler habe ich die Ehre, wenn er mitmacht. Raus. So, okay, das hat's voll gebracht. Gut, dass wir es ignoriert haben. Hauptstory, fortsetzen. Schnauze! Reinbaudern ins Viech! Da. Kapitel 10. Dieses Mal war es Ashley, die Leon aus der Patsche helfen musste. Aber die Wiedersehensfreude der beiden ist nun nur von... Jetzt los mit fertig lesen, du Arschloch! Okay. Also, was Neues zum Bernstein? Bist du jetzt mit meinem Ständer? Nein, tut mir leid. Na? Aber Timmy mein Boy, mir ist Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Eine gute Idee so. Solange du deinen Hund unter Hallo? Kontrolle behältst. Hallo? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Wer hat das nur daneben gekannt, verstehe ich nicht. Ob's das wert war, weiß ich nicht. Okay. Leon, meinen Rat befolgt? Da sind wir nun. Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, ha? Mit wem? Mit dir? Hey, Ada? Ada! Ah, da! Was? Opfer? Was? Okay. Phase 1, Inventarcheck. Schaut gut aus. Auf der weißen Schuss. Sehr schön. Was müssen wir tun? Oh, da hinten liegt noch ein Blinkgranaten. In der Waffenkammer. Wo muss ich denn hin? Da. Wo? Hä? Immer noch dieselbe. Haben wir da? Schaut auch gut aus. Okay, Karte. Ist immer, weiß ich nicht, gefühlt aber das 28. Déjà-vu, dass ich jetzt mal nicht zum Thronsaal gehe. Wo ist der Thronsaal? Thronsaal, wo? Da unten. Weiß ich nicht wissen, wie es zum Thronsaal geht. Bist du besoffen? Obi? Aufi? Aufi?
Wie komme ich da hin? Oh, und dann da lang oder was? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, müssen wir zum Händler? Achtung, müssen wir zum Händler. Wir haben nur 13.000. Nein, müssen wir nicht zum Händler. Oh, was ist denn los? Liegt da einfach Zeit. Ich stelle einfach keine Fragen, ich laufe einfach, wird schon passen. Was ist das? Ungalante Ritter. Ich suche eine mutige Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Aber seid gewarnt, er ist viel stärker als die anderen. Hat einen unserer besten Männer mit nur einem Hieb in 2 Helfen geteilt. Okay, die übermächtige Bedrohung beseitigen. Im Mausoleum. Gibt 8 Spinelle. Also eine Special-Fertigkeit bis zum Ende. Weißt du, jetzt müssen wir ja, das sind ja die komischen Tschernobyl-Ritter-Trottel. Jetzt, Moment einmal. Wie müssen wir da lang müssen wir rein. Gott sei Dank. Da ist es nicht ganz so finster. Oh Gott, Zwischenspeichern ist nicht gut. Tu mir gleich mal bis dahin raus. Tu mir bis dahin raus, das ist das Beste. So, erstmal wieder kurz auf. Was ist das jetzt schon wieder? Die haben wir noch gar... Scheiß Ungeziefer. Okay. Bisschen besser konzentrieren. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Ich leiste meinen Beitrag! Auch ich leiste meinen Beitrag. Ja, sehe schon. Absolutes Pro-Game eben. Mistviecher. Was kennen denn die? Ich hab's noch nicht, Ich hätte schon wieder irgendwas am Land grunzen. Gewehrmunition, das heißt normal nichts Gutes, wenn Munition umeinander liegt. Sonst irgendwo was? Nö. Nö. Komischen Spinnenviecher waren letztes Mal auch neu, gell? Oh Gott. Da rieche ich doch den Roten mit seiner Kapuze schon wieder irgendwo, dem ins Gesicht schießen muss. Sag ich dir doch, wie es ist. Schießpulver haben wir gekriegt. Okay, da ist ein Lorter da rum. Was ist das da hinten? Was ist das? Gewehr, alt. Das meine ich ist ein Schalter. Ist das ein Schalter? Ich hab keine Ahnung. Gut, wir merken uns einmal, wir müssen mal oben und wieder rauf. So, da geht jetzt gleich der Punk ab wahrscheinlich. Hallo? Lebt das noch? Lebt das rote Viech da noch? Eine Sicherheitskugel mal eine. Ja, natürlich lebt. Ehrlich, Ramon, mal über einen Kammerjäger nachgedacht? Die geilen One-Liner. Ja, was... Also... Alter. Okay. Einer weniger. Roundhouse Kick into the Bug. Nur ein Roundhouse Kick der Bug ist ein guter Bug. Okay, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay, chill, Bürger, chill. Konzentration. Es nimmt kein Ende. Ja, ich merk schon. Wir spielen wir schon noch Resident Evil, oder? Okay, man muss da hinten rundum. Ich hab's schon gecheckt. Ich check's schon. Hier lang? Ja, gut, müssen wir außen rundum laufen. Ich hab's schon gecheckt. Move. Hab schon gecheckt. Moven und nachladen. Moven und nachladen. Hätten wir da auch gehen können. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Das hast du wieder gut ausdiftelt. Spring nicht um, du Trottel! Nein, nicht nachladen! Ja, Kim, lade ein wenig schneller nach, Kim, Alter. Jetzt wird das Mistviech abgestoßen, damit nichts passiert. Sehr gut. Ja, jetzt gehen wir erst einmal rauf. Da ist der Schalter, ich hab's schon gesehen. Da nehmen wir mal einen Bum-Bum-Stecker. Noch wer? Bum-Bum-Stecker, gut. Schalter betätigen, ich seh die schon. Ja, okay. Chill die Kniescheibe. Ja, sie... Oh, das ist natürlich nichts. Ne? Geht aufs Haus. Oh, das wollte ich nicht. Aber das hat irgendwie auch passt. Lol.
Einer weniger. Putzen kannst du haben, du Deppe, der Scheiß aus Käfer. So, wo ist jetzt? Kann ich da springen? Ja, kann ich tatsächlich. Okay, wo muss ich hin? Ist jetzt das... Scheiße, ist das jetzt Aufgabe? Boah, leck, Alter, was ist mit dir an? Okay, ich glaube, ist das Tier jetzt wieder zugegangen, oder? Was genau ist denn jetzt passiert? Irgendein Tier ist aufgegangen, aber habe ich jetzt einen Scheiß gemacht! Muss jetzt da noch mehr auf, oder was? Dann 2 Gitter, schreibt der Sprengi. Wo ist das zweite Gitter? Wo ist das zweite Gitter? Das ist jetzt offen da, oder wie? Moment. Moment. Muss ich nochmal schnell schauen. Eine Tür mit 2 Gittern, weil es 2 Schalter sind. Was? Ich sehe keinen zweiten Schalter! Ach, da hinten ist noch ein... Dumm. Dumm, 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 dumm. Wie kommt man da rauf, ey? Über das Gerüst da hinten, oder? Hä? Hä? Dummer Bürger ist schon wieder maximal verwirrt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen verwirrt von den Gegnern. Es ist jetzt so, ich glaube, wir haben so ein bisschen den Punkt erreicht, wo... Gib ihm. Okay, chill. Okay. Okay, Prinze, jetzt wieder 5 Zitronenbaum. Schatz in der Bibliothek ist keine kostenlose Waffe. Was für Bibliothek, oder? Haben wir noch genug Munition, das oh, die droppen Saphire. Was ist mit denen? Was ist mit denen? Okay. Ihre kann man natürlich mitnehmen. Rotes Kraut. Rotkraut! Kraut, jetzt Kraut! Kraut, Kraut! Leute, springt was? Hau ab! Wo ist jetzt er hin? Ein in den Arsch! Und runtergekickt, dann ist es ins Loch! Du Mistviech, du! Was? Jetzt haben wir Scheiß, dass die mal sterben und mal sterben sie nicht. Okay, so, wo ist jetzt das komische Garda? Wo ist das Garda? Wo ist das Garda? Mein Kruzifix. Was? Ah, wo kommt denn die jetzt wieder her? Ich stieg die ab. Ah, super. Ich flipp aus. Geht da wo? Geradeaus! Kruzifix, da kennen Sie schon wieder keine alte Sau nicht aus, wo es gleich ausschaut. Doch, doch, die Gegner sind lore-technisch essentiell. Da bin ich. Aha. Als Ritter taugen Sie aber nicht besonders viel. Oh, da ist irgendwas. Ihre Prinzessin ist äußerst temperamentvoll. Ich muss sagen, sie hat uns ganz schön Ärger bereitet. Das ist der kleine Kackspacken, oder? Was? Da hängt noch, irgendwo hängt noch was. Hängt da noch irgendwo was? Da unten hängt noch was, ich hab's genau gesehen. Da noch oben. Ah, Loot. Loot tut gut. Loot tut gut. Gib ihm. Vielleicht sollten wir ein bisschen was craften, hä? Tu mir ein wenig was hercraften da. Flintenmoon. Her mit der Flintenmoon. Einmal. Haben wir noch Gewehrmunition? Ich meine noch eine pfeffern. Jawohl, und nochmal Flintenmoon. Ich habe ein dumpfes Gefühl von... Jetzt gibt's gleich Kasur. Oh nein. Oh nein, passiert jetzt das, was ich letztes Mal schon gemeint habe. An der Sonne. Wir haben die umgebracht. Wir haben die gleich wieder umgebracht.
Suplex! Oh, doch kein Back Suplex. Warte mal. Jetzt nehmen wir gleich mit das Ding. Die zerhäckseln halt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ganz schlecht! Ganz furchtbar schlecht! Ich weiß jetzt auch nicht so recht. Ich weiß auch nicht, was ich da überhaupt tue! Ich weiß überhaupt nicht, was... Bingo! Ich weiß schon, was ich da tue. Tue. Okay. Bingo. Chill. Oh, so nicht, Kinder. Okay, chill. Boah, leck. Ist gut. Ganz schlecht, ganz furchtbar schlecht. Ja, klar. Sicher, dass du von der anderen Seite kommst, du fetter Wichser!
Unangenehm! Zero Deep. Ab in den Chat. Unangenehm. Sehr unangenehm. Hätte man besser machen können jetzt im Nachhinein. Die hören ja die Gegner auch. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Schlang? Ja, gut. Aber geht schon. Geht schon. Netter Encounter. War klar, dass das kommt. Und da ist so viel Minenaufsätze. Was soll ich mit scheiß Minenaufsätzen? Ja, da kennen die Händler rein, das habe ich schon verstanden. Aber erst einmal looten wir mir die Bude da. Hashtag Bude looten! Bolzen. Was soll ich mit scheiß Bolzen hier Ah, da war das Ding gewesen. Was, das sehe ich jetzt? Da will man wahrscheinlich... Ist die Frage, ob man, wenn man drauf schießt, ob er dann auf Glocken geht oder auf meinen Schuss. Na. Ja gut, egal, sie sind tot oder nicht. Leg mir am Arsch. Leg mir am Arsch. Da ist was gelingen. Ah, da nicht. Gut, weiter geht's. Da, eine mit dem Händel. Da, das letzte Einhorn. 2 Erste-Hilfe-Spray im Koffer. Was, wo? Hab ich 2 Erste-Hilfe-Sprays im Koffer? Moment. Scheiße, tatsächlich. Ja, gut, da fällt ja hinten und vorne nix. Ah, jetzt hast du mich nachladen. Und hast du mir einen Boomstick nachladen. Was ist da los? Was ist da los? Au, ich zack. Ashley! Leon, stopp! Nein, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Oh Gott, jetzt kommen die Astatis. Nein, nicht Astat. Ich eher mal. Was ist mit dir? Wehr dich nicht, Liebes. Glaub mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Freier, gute Nacht. Mike, merci für den Resub. Scheiß! Pui Teufel letten, was ist denn das wieder? Ganz schlecht. I smell a boss fight. Aquí nos despedimos, Senor Kennedy. Sie, fliege. Was? Wie einfach da ins Loch? Was? Okay. Schwing dein Ding nach Dingelfing. Halt durch, Ashley. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Jetzt haben wir in irgendwelche Höhlen, oder was? Karte aktualisiert, zur Oberfläche gelangen. Das ist auch schön gemacht. Der macht Taschenlampen, das erste, was ich sehe, gesehen habe. Was mich interessiert ist, haben wir schon schlimmere Sachen. Erstens, haben wir schon schlimmere Sachen gesehen. Zweitens, hast du einen Loot dabei. Hast du Loot? Nö. Ja, was sein. I have a very, very bad feeling. Oh nein, da sind schon wieder so Kettendinger. Hey, wer da krebsen jetzt die Arschlöcher da umeinander und so ein Mist? Na, gefällt mir nicht, den muss man wieder anschauen. Oh, grünes Kraut, wichtig für uns. Den wir gleich zusammenmixen. Herstellen, Kräutermischung. Kräuterige Kräutermischung. Warum habe ich nicht das Inventar vorher Bolzen an so einen Scheiß? Ich brauch keine Sau. Ich kann meinen Händler brauchen. Ich brauch, weiß ich nicht, Moon. Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder? Der lebt noch, ich weiß ganz genau, wie es ist. Möchtest du beten? Kann ich da schießen? Nein, kann ich nicht. Ah, natürlich, da ein wenig schmusen. Das ist nicht meine Punktlandung. Das ist also sein Kommentar dazu. Das nenne ich mal eine Punktlandung. Kraut aufheben, kommt bald wieder Gelbes. Sprenge, das sind die Tipps, die ich brauche. Das sind die Tipps, die ich brauche. Das sagt ich, was ist. Da, sehe ich da jetzt hier unten? Nein, wir haben keine Schatzkarte für die Runden wahrscheinlich. Ich glaub, da müssen wir. Nein, nicht an die Ketten noch nicht. Nicht an die Ketten noch nicht. Ich ahne fürchterliches nämlich. Ich ahne fürchterlich. Obwohl, wir haben ja wieder in einem Horrorspray. Was schwimmt da? Haben wir jetzt in den Nest von den komischen Scheißviecher, oder was? Und noch so eine Westenkante, die wir wieder brauchen. You serious? Wo sind die? Ui, natürlich muss man den Viech noch. Was ist sonst da?
Oh, ich seh keine Augen. Die haben leicht zum Treffer, die treffer ich. Eine Wuseln. Okay. Ich sehe Licht. Ein dezenter Hinweis wahrscheinlich, wo ich hin muss. Nehme ich an. Wo bin ich denn jetzt da? Da, wo ist das Mistviech? Mistviecher wo? Wo? Geh her. Hab ich's Gewehr nachgeladen? Ja, haben wir nicht mehr einen Schuss. Gut, haben wir nicht mehr. Das kannst du gleich mal abschminken, Alter! Das war der krasseste Flickshot gerade, dass ich keinen 360 gemacht hab vorher. Du Mistviech, du hochgeschissens. Das kommt nochmal. Was ist mit dir? Zafir, der ist wert. So, okay. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Ich sag das, was es ist. Noch kleine Motherfucker auf mich zukommen mit... Kleine... Was, wo? Wo? Rudi, ich seh nix. Hat da gerade was platscht oder bin ich blöd? Oh Gott, oh Gott. Unangenehm. Angst durch. Blind erschossen. Das ist ein Goldzagel. Oh, ist das unangenehm! Und leck, ich hab einfach blockt. Obwohl ich gar nicht blocken wollte. Natürlich wollte ich blocken, so ein Pro-Gamer. Was so-called Pro-Gamer-Move. Da, wir suchen da gar nicht lange an, ist mir wurscht. Gelbes Kraut. Kann ich das da schon nicht mehr? Nein, kann ich nicht. Bringe. Deine Tipps kann man sich einfach verlassen. Muss ich doch da hinten drehen, muss man auf eine andere Richtung rein, nehme ich an. Okay, passt schon, gehen wir. Schluss ist Birko. Ein Birko, die hab ich schon lange nicht mehr gelesen. Schluss jetzt! Birko, schöne Grüße in die Schweiz! Snitcher, mehr Kugeln, mehr gut. Backseat Gaming. Oder wie viele Saphire droppen denn die? Ich noch mehrere da schießen müssen, gell. Rutzi Fixer, da haben ziemlich viele Tote. Das ist das Einzige, was mir auffällt. Was ist das? Notiz eines Gefangenen. Lesen wir mal, was die super tolle Lore hinter dieser Geschichte ist, dass da lauter Riesenkäfer anfliegen. Ein weiterer Tod. Wie lange ist es her, seitdem ich heruntergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger, der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischte, war Herminio. Bengardium Levioviro. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte, doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren 2 tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Bin zwar kein Experte, aber das... Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abelardo zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden werden. O Herr, warum stellst du uns auf eine solch eine Probe, was auch immer. Okay. So, wo ist jetzt das geschissene Kraut? Bin ich da überhaupt? Da liegt was Schönes, ich hab's genau gesehen. Ja, Mapcheck, Schatzsuche, schreibt der Herr Riese. Ja, ich merke schon, das ist ja noch nicht alles. Wir kommen da rein. Da ist irgendein Raum. Muss ich mich besser umschauen. Mal nach oben schauen, mal nach unten schauen. Da, ich sehe ja da, kann man da irgendwie eine Bombe werden? Was, was? Neben der Krone? Was ist neben der Krone? Was ist neben der Krone? Was ist neben der Krone? Da ist nichts neben der Krone! Da halt! Aber was muss ich da? Muss ich da draufhauen? Okay, ich muss jetzt tatsächlich draufhauen. Okay. Meine Zelda-Gene haben zu mir gesagt, ich muss eine Bomben finden und die da hinlegen. Hab nicht gewusst, dass ich draufhauen kann. Test. Ah, jetzt wenn ich da aufgrabe, trifft mir wahrscheinlich wieder der Schlag. Schatzkarte kaufen, nicht vergessen, ja. Gut, das als neues Areal, wo ihr neue Schatzkarten braucht, das hätte ich sowieso. Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder? Auch das noch. Okay. Bist immer noch im Schloss, ja gut. Z-Schatzkarte, weiß ich nicht. Langer finsterer Gang, unangenehm. Ratzenviecher, unangenehm.
Den großen Ritter werden wir jetzt wahrscheinlich verkackt haben, nehme ich an. Aber der ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Kisten. Was haben wir da? Rote Kraut! Ganz viel Pistolen. Ganz viel Flinten. Ungewöhnlich. Da stürmt mir doch jetzt mit Sicherheit gleich irgendein Klappspaten an. Du weißt doch eh genau, wie es ist. Halt, stopp. Ich herlapp. Aha! Ich bin vielleicht alt, ich bin vielleicht fett. Und ich bin ein bisschen schreckhaft und langsam. Aber nicht taub. Da vorne ist der Händlerboy. Händlerboy! Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Sicher. Gut gemacht. Sicher, Brudi. Schauen wir mal, was er hat. Oh, sieh dich einer an. Ich hab was Neues für dich. Schauen wir mal, was er so hat. TMP, Blacktail, da haben wir letztes Mal schon drüber diskutiert, will ich nicht haben. Erste-Hilfe-Spray haben wir Kohle genügend. Raketenwerfer oder braucht man dein nicht. Leben. Koffererweiterung Sollte dir leicht fallen. brauchen wir eigentlich auch nicht. Tunen kann man ein bisschen was. Jetzt erst einmal. Messer reparieren. neu. Weste reparieren. Die ist Weiterhin da. viel Glück, Fremder. Die ist da. Und das Zeug können wir auch ausbauen. Schrupfling kostet 50, das ist echt ein bisschen viel. Ich hab so das Gefühl, dass noch ein besseres Gewehr kommt. Kommt noch ein besseres Gewehr wie das. Eine gut Weiß ich eingestellte nicht. Waffe kompensiert. Verkaufen, jetzt verkaufen wir den Scheiß, den wir haben, die Kristalle. Oh ja, und die Krone, Ich Alter. kaufe Schauen wir mal, ob wir die. Oh, mit 5 verschiedenen Farben. Bruder, das muss Kohle geben. Kohlen! Ein hervorragender Gib die Dieb Kohlen, stirbt Brudi! mir da draußen nicht. So, easy. Zeige ich von da. Das heißt mir, wo ist der Scheiß? Da ist. Und zwar Edelsteine einsetzen. Das haben wir nochmal auf Shift und zwar das 5 Farben gibt den größten Bonus, 5 verschiedene Farben und ich glaube, wir haben 5 verschiedene. Wir brauchen 2 viereckige oder 2 rechteckige und 3 runde, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt grün, dann lila oder umdreht, dreieckige und 2 runde und dann nehmen wir, wovon haben wir am meisten, den blauen und einen gelben. Dann müsste es die Krone der Krönchen, Alter. Krone. Was? 100.000 ist das Ding wert? What? Okay. Jetzt ist die Frage, wie wir die investieren. Okay, erstmal verkaufen. Verkaufen! Verkaufen! Oder 100k, Bitch! Bruder! Bringt dir. Danke. Bitte, easy. Dann werden wir gleich mal die Bolzen-Scheiße da verkaufen, die braucht keine Sau. Und dann haben wir da noch diese Anheftgranatendinger da, Minenaufsätze. Brauchen wir auch nicht. Weg mit dem Schund. So, jetzt ist die Frage, was wir kaufen. Komm jederzeit wieder. Jetzt ist die Frage, was wir kaufen. Jetzt craften wir mal einen Scheiß zusammen. Alter, wir haben ja voll die fetten Granaten. Wieso sagt man das eigentlich keiner? Ausrüsten. Sicher, Alter. Wieso kann ich die nicht auf den Vierer legen? Kann ich die nicht... Ah, Schnellzugriff. Hier. Ja, aber die ganze Zeit gemeint, wir haben keine Granaten nicht. So, Blinkgranaten. Kann man Blinkgranaten bauen? Natürlich kann man das. Also, wacht. Da bauen wir mal eine auf alle Fälle. Jawohl. Dann hätte ich noch gesagt gehabt... Geht das schon wieder los. Gewehrmunition? Nein, brauchen wir nicht mit Pistolenmunition, hätte ich gern. Gib Pistolenmun, easy. So. Dann, die Frage ist, was wir jetzt halt kaufen. Koffer und Striker. Willkommen. Wir kaufen uns auf alle Fälle mal den Koffer, ja. Das ist eine gute Idee. Und eine Rezeptur schwere Granate. Das ist, was ich derzeit habe. Kann man sicher auch brauchen jetzt dann. Wir haben jetzt dann bald im letzten Drittel des Spiels. Jetzt kaufen wir erst einmal die Koffererweiterung. Rein damit, kann man brauchen. Erfüllt seinen Zweck. Die So kosten viel auch ist nichts da, diese Rohstoffdinger. Die kaufen wir jetzt auch mal besser zusammen. zu gut vorbereitet. Hab ich recht. Kann man schon brauchen. Ah, leg der Pro. Was ist denn das Ding? Haben wir den schon immer? So einen fetten Colt, aber ich nehme den sowieso nicht her. Nur Sachen kaufen, Magnum-Munition brauchen wir alles nicht. Die schwere Granaten? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Ich nehme halt einfach ich nehme die Striker, oder wie heißt Deine Stingray, Waffen Entschuldigung. sind in guten Händen, Heute halt einmal 4 Sekunden dein Keine Maul hängen, Sorge. Leute. Das ist so dumm gemacht, leider Gottes. Die nehme ich nur her,
wenn ich ein Viech mit Schwachstelle sehe. Fast. Oder es steht jemand 8 Kilometer still und schieße ihm schnell den Kopf weg. Die nehme ich relativ selten her. Meine eigentlich starke Waffen ist für mich die Schrotflinten. Sag ich dir, was es ist. Und wenn es noch besser nicht. Striker? Was ist denn die Striker? Okay. Ich garantiere Alter, wir dir, haben ein du neues. wirst deine Es gibt einfach ein neues Investition Schrotflinten, Alter. Was ist mit dir? Birger, schau heute mal gescheit. Ausgang. Ja, dann kaufen wir uns die Striker. Das ist sowieso. Wir verkaufen uns. Die Striker ist schon eine ganz normale Schrotflinte, oder? Mit Flintenmunition. Feuerrad nachladen dauert länger. Präzision ist ungenießen. Und das ist was mir nicht passt. Da muss ich auf 1 Meter dran stehen, damit die wirklich Schaden macht. Ja, der Aurelius schreibt, Striker hat übelst Streuung. Ich sag das, was ist, ich bleib bei meiner Flinten, weil die 5-mal so stark ist. Ja, sie macht nicht so viel Schaden, aber was bringt's mir, wenn ich 1 Meter davor stehen muss? Und das will ich halt nicht, ja? Nichts dabei, was dir gefällt, Fremder. Ja, bin mir nicht sicher, Mr. Händler, bin mir nicht sicher. Und ja, der Mike Riese schreibt, die Striker schaut aus wie ein Granatwerfer, das ist richtig, deswegen habe ich gefragt, das ist schon ein Schrotflinten, oder? Aber steht eh dort, eine halbautomatische Flinte, die sich wegen ihrer weiten Streuung besonders auf kurze Distanz bewährt, steht sogar dabei. Ich sag das, wie es ist, ich tune meine Schrotflinten, die ich schon hab. Und zwar einmal in die Angriffskraft eine. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja, tu es. Ist Probier mir mal, wurscht. wie sich das anfühlt. Magazingröße, Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Nachladegeschwindigkeit, da tue ich einen in Magazin und einen. Ja, beides einmal. Sag ich dir, was ist? Beides einmal. Können wir Pistolen noch ausbauen? Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Vielleicht einmal noch die Feuerrate ein bisschen, damit man ein bisschen schneller schießen kann. Jetzt pass auf. Magazingröße, Langsam verstehen wir deinen Geschmack. Feuerrate von der Pistolen und Schrotflinten-Nachladegeschwindigkeit. Für diese Arbeit braucht That's the game! Spitzengefühl. So, und jetzt schauen wir mal, was wir noch upgraden könnten. Halt die Schnauze jetzt mal, Händler! Wie bitte? Maul halten jetzt! Wo wir unsere Ware herhaben? Ich hab den Koffer gekauft, ja. Das willst du nicht wissen, Papa. Wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob es notwendig gewesen wäre. Ich glaube nicht, aber ist ja wurscht. Ich hätte gerne ein sicheres Ticket fürs Spezial-Upgrade noch. Das heißt, wir brauchen noch 4 Spinelli. 4 Spinelli! Das heißt, das sitzt mir aus, das sagt er eh. Die kriegen wir schon noch. Und dann ist auch die Frage, wo bauen wir ein? Und zwar, es kann ja jede Waffe so ein Spezial-Upgrade haben, einmalig. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Halt die Schnauze, Händler! Etwas Künstlerisches, nicht wahr? Spezial-Upgrade im Messer. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit aufs 1,5 Fall. Interessiert mich nicht wirklich. Weste Hocker Spezialangriff, dann Spezial-Upgrade. Erhöht die Durchschlagskraft auf 5 Ziele. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als daten da immer recht viele Gegner hintereinander stehen, um ganz ehrlich zu sein. Schrotflinten. Erhöht die Angriffskraft auf das 1,5-fache. Freunde der Sonne. Riot Shotgun it is. Und das nächste Upgrade für 65.000 mal 1,5. Dann haben wir so bei 18 Schaden ungefähr. Oder bei 19 Damage ungefähr. Das ist so viel wie die Striker auf kurze Distanz, auf lange Distanz. Damage! Ja, ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht. Stirb mir da draußen nicht weg. Da glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Koffererweiterung ist auch da. Das schaut auch ganz stabil aus, muss ich sagen. Haben wir ein paar Granaten da. Das Einzige, was mich noch interessiert hat, ist vielleicht der Granatenbauplan. Sag ich dir, wie es ist. Kann man brauchen. Und da kann man wieder Kräutermischung. Die können wir auch gleich zusammen mixeln, glaube ich. Warte mal. Nee. Jetzt hätte ich fast auf Benutzen gedrückt, ich Vollidiot. Herstellen, Kräutermischung, jawohl. So, haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Schaut richtig solide aus, glaube ich. Was haben wir für ein Messer drin? Rüsten wir mal das Buttermesser noch aus. Das brauchen wir dann sowieso nicht mehr. Schaut gut aus. Speichern. Speichern. Jawohl, los geht's. Egal wie viele CDs du hast, Benz hat Mercedes. Extrem, Mann. Okay. Was frage ich mich überhaupt noch? Hauptmann, merci für deinen Resub oder Metal, Leute. Birger, kauft er den Revolver? Nein. Ungenaue Scheiße.
Nimm mal Pistolen und Back Suplex, das ist alles. Flüssig Stickstoffduschen. Was? Antragsteller ICDU, Tag der Einbauarbeiten, 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monat beantragten Flüssigkeitsstickstoff für Notfälle ist abgeschlossen. Warnung! Flüssigstickstoff ist extrem gefährlich, das habe ich gewusst. Fahrlässiger Gebrauch kann Blindheit, Erfrierungen und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Okay. Das war der subtile Hinweis, rennen bitte nicht in irgendeine Gaswolken ein, währenddessen die wahrscheinlich 5000 Viecher angreifen, oder? Das kommt da. Ist, was da grün? Was genau ist jetzt da? Ja, da ist schon das Eik. Was? I have a very bad feeling about this. Was ist das? Das ist so auffällig, kann man das zusammenschießen? Weiß ich nicht. Soll ich auf den kleinen Knopf da vorne draufdrücken oder nicht? Ich weiß nicht. Ich drück mal. Scheiße, nicht gut. Das war sehr schlau. Okay. Das heißt, jetzt kommt wahrscheinlich ein Gegnertyp, den man nur so killen können. Oder? Mai, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Wehen der Wiedergeburt durchleiden zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich, Isidro Uchia, schwöre hiermit feierlich, ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und ihr Henker sein, ihr Verdugo. Lass mal die Sicherheitspumpgun noch. Bist es du? Wo ist der Schalter? Ja, ganz mieses Gefühl bei der Scheiße. Ein unfassbar beschissenes Gefühl, was jetzt gleich kommt. 100%ig irgendein neuer Gegnertyp. 1000%ig. Oh Gott, wenn man schon Handgranaten findet, dann klang ich schon. Mitteilung. Stromversorgung. Vorrichtung außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des Aufzugs unterbrochen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich. Natürlich! Natürlich machen wir den Stromschalter so weit weg wie möglich, weil alles andere absolut Humbug! Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes wiederhergestellt werden. Toll. Naja, ganz toll. Ja, ich seh's schon. Da ist also ein richtiger schöner Rundlauf, da ist ein schöner Rundlauf. Ich weiß ganz genau, was jetzt gleich kommt. Tu mir die Sicherheitspumpgun hier. Sicherheitspumpgun! Ja, natürlich. So hat man in Resident Evil 1 einen Hunter introduced. Ist ein Hunter? Ist ein Hunter, den man nur freezen kann? Ist ein Hunter, den man nur freezen kann? Alter, wo? Der rennt hinter mir, vor mir, was? Alter, was war das, Alter? Okay, tu mir das. Wo ist der? Achtung, Pro-Gamer, check. Okay. Ist richtig rum auf. Da ist nämlich einmal Link. Ich habe meine Sensitivity auch so niedrig gestellt, dass ich mich nicht gescheit umdrehen kann. Oder irgendwie durch? Ich höre ja schnaufen. Was ist denn der Viertel?
Ah, da kommt wahrscheinlich wegen ein Stromknopfdruck. Bin ich schon am Stromknopf? Ja, ich verstehe. Oh mein Gott. Kommt der da aus die Liege raus? Ich laufe mir nicht, ich versuche so leise zu sein, wie es irgendwie geht. Ah, toll. Ganz toll. Ganz super. Ja, es gibt eine Tastenkombi zum schnell umdrehen auf Q, aber das habe ich nie hergenommen, da bin ich nicht. I'm not used to it. Oh Gott. Da ist E gestanden für E wie ausweichen. Was war denn das jetzt eigentlich? Das war ein Riesententakel. Kommt der bloß aus der Lehe aus, oder was ist mit dem? Erst schießen, dann ausweichen. Ah, das ist schon ein sehr auffälliger Rundgang da, ja. Ja. Oh Gott, Zwischenspeicher. Holy shit, das bist du! Okay. Oh, der ist verschrien. Lol. Lauf. So gefällst du mir schon besser. Lauf. Na! Oh, du Wichser! Was wirst du tun? Nein, den auf! Ganz toll. So, jetzt auf. Natürlich nicht. Ah, wo ist der? Auf! Ah. Geht aufs Haus. Ach du Scheiße! Okay, haben ab. Bollig. Der haut mir mit seinem Pipi. Man hört ihn aus. Was? Ja, was tue ich denn gegen das Arschloch? Wieso geht jetzt der Aufzug nicht auf? Wieso geht jetzt der Aufzug nicht auf? Auf den Schießen bringt nichts. Ja, klar! Alter, was bist denn du für eine unfaire Drecksau? Zur Oberfläche gelangen. Unterirdisches Versuchsgelände. Der Scheiß interessiert mich nicht. Lift. Lesen. Was soll ich lesen? Stromversorgung wiederhergestellt. Wo lesen? Lesen wo?
erstmal killen. Ach, der Lift kommt noch nicht. Die muss dabei einfach abhauen, sage ich das richtig? Das scheint noch nicht zu reichen. Wo ist er jetzt? Das hat mich nur gekitzelt, was? Dinger gingen bloß einmal. Na. Lol. Gott, jetzt lauf! Ich hab genug von diesem Spiel. Oh, der rast komplett aus. Was ist denn das für ein behinderter Scheiß? Du Mistviech! Unangenehm! Erbarmenswerte Schar. Fun Fact: Der holt 2 Rocket Launcher aus. Das war der Kasperl in der roten Kutte. Er ist ja noch nicht tot. Geil, für mich ist er wieder entzückelt. Nun eine der unseren ist, die aus unserem Fleisch ist, unserem Blut. Mein treuer Jünger wird ihr den Weg weisen. Jetzt geh. Bring den umherirrenden Kindern die Erlösung. Wie ihr wünscht. Und ich habe irgendwie keine Zeit zum Lesen gehabt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Bin unschlüssig. Keine Ahnung. Was ist das auch nicht? Ich mach dir einen guten Preis. Oder ist Gegengift dabei, oder was? Was? Das war's Kapitel, Alter! Ja, absolutes Pro-Gaming, Alter. Zero. Tipp. Kapitelergebnis. Was ist das wieder gewegt? Den Scheiß braucht keiner. 52 getötete Gegner. 34 Mal Schaden erlitten. Das war ein bisschen bitter. Das waren die 2 Fettsäcke und der Typ da am Schluss. So ein Arschloch. Aber irgendwo eins im Neuen, irgendwo ein geiler Boss-Encounter. Ich hasse es so sehr, wenn du irgendwo davor laufst und im Hintergrund kommt der immer lauter wird. Ich hasse es. Speichern! Hoffentlich kommt das Arschloch nicht nochmal. Wahrscheinlich kommt er nochmal. Er ist ja noch nicht tot. Weiter geht's. Kapitel 11. Ab dafür. Oh, Aufwegtröte. Ganz wichtig, bevor es losgeht. Entschuldigung, wer schläft? Geht's dir besser? So. Ja, scheint zu wirken. Moin. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh.
Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Der Lanzen war genau Warum hilfst du 20 Was ist da für dich drin? Zentimeter lang, deine sogenannte Kein Lanze. Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Da schon wieder der Händler. Zur Oberfläche gelangen, das kriegen wir hier. Jetzt looten wir erst einmal die Bude. Loot die Bude. Haben jetzt einen Haufen Schuss verkackt, vor allem für... Ja gut, so viel haben wir gar nicht verkackt. 3 Granaten haben wir verkackt. Irgendwann, man kann ja vielleicht killen. Gehen wir mal da rauf. Oh, geht's da... Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal Oder- für Umbrella gearbeitet hat. Der Weg schon weiter? Nö, da ist noch mehr Loot. Also. Das grabe ich mir zusammen. Aber wahrscheinlich können wir eh nix. Grünes Kraut! Grün Kraut herstellen mit rotem Kraut! Sehr schön. Da machen wir wieder Schnellzugriff auf 4. Jawohl, dann haben wir ein paar Granaten dabei. Können wir noch was craften? Nein, weil uns Keine das Sorgen mehr zu machen. als Dingsprüfer Du hast ausgeht. meine Frage nicht beantwortet. So, schauen wir mal. Worauf bist du? Willkommen. Und ja, Ich was hab Neues. Blacktail für TMP dich. Striker. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Was kann das? Sturmgeweih ist halt schon stark. Was hat denn das für Munition? Angriffskraft mal 3 gegen schwach. Das ist ja im Prinzip... Sonderangebot! Ja, da verkauft man unser Geweih, oder? Sicherlich, oder? Ist das ein Einzelschuss oder ist das ein... Gut, wird man so und so spielen können, nehme ich an. Was gibt's sonst noch? Schauen wir mal, was wir für unser Stingray kriegen. 72.000. Und die kostet 28. Dann ist vielleicht sogar noch ein, 2 Dinge Warum dabei. probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. So, mit Shift. Komm wieder, wenn du flüssig Vergleichen wir mit der bist. Stingray. Stingray hat Ich ein bisschen garantiere dir, mehr du wirst deine Schaden, Investition nicht bereuen. aber den können wir ja vielleicht ausbauen. Ich hab's getauscht gegen die Sniper und bereut. Ist nicht so gut. Ich mag Sturmgewehre schon. Ich brauche das Visier eigentlich nicht. Vor allem nicht in Spielen, wo es so schnell, da hast du keine Zeit zum Dastehen und genau umeinander zielen. Hab ich so ein bisschen das Gefühl. Das der mir. Ich putz mir ein, ich will sie haben. Weg mit der Stingray! Danke. Kaufen. Ich sehe, du hast Geschmack. Ich verliere quasi ein Geld, wenn ich es nicht kaufe. Zitronenbaum, die Sturmgewehr bekommst du umsonst in der Bibliothek, da kommst du noch mal hin. Too late. Warum late. probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? So, Könnte Weste, dir das Leben nämlich reparieren ruhig wichtig. billig, aber Dann für der, diese ja, Sache der ist das Schaden eben ist Voraussetzung. marginal mehr. Deine Waffen sind in guten Händen. Bist du Mehr Damage, beeindruckt? mehr gut. Bei Magazingröße- dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Interessiert mich eigentlich nicht so stark. Dann nehme ich lieber erste Hilfe Besser Spray. zu gut vorbereitet. Nimm das noch mit. Hab ich Nimm das recht? noch mit. Und. Dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Haben wir noch irgendwas gefunden zum Verkaufen? Nicht wirklich, gell? Ja, gut. We will see, wie gut es performt. Mir da draußen nicht Machen wir weg. so. Man findet. Oh, fuck. Okay, das Visier ist tatsächlich nicht das geilste und wackelt wie Scheiße, oder? Naja, gut. We will see. Oft einmal da hast du Pech. Oft einmal da hast du Pech. Speichern. Haben wir schon gespeichert? Speichern. Nein, Lift gehen wir jetzt nicht, aber kein Schützenfest. Das interessiert mich jetzt eher weniger. Da haben wir noch was. Protokoll des Vorarbeiters. Datum 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Warum? Meine Tochter wird 5 und was mache ich? Ja, im Kohlebergwerk arbeiten, du Trottel. Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde ich garantiert keiner freiwillig dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. Hau ab! Wie können wir da wieder raus sein? Interessiert mich nicht. Ich bin nicht gekommen zum Lesen, ich bin gekommen zum Peng-Peng. Speichern vorm Händler, neu laden, wenn es nichts taugt. Decisions were made. We will see. Ich spiele sowieso 90% mit der Pistole. Und daher ist es mir wurscht. So, ab zur Oberfläche. Was haben wir jetzt da noch so? Das ist der Schießstand. Da müssen wir 4 Jahre kriegen wir schon. Los geht's. Nix Nylon. Jetzt schaut es nicht so schlimm aus. Es zielt halt ein bisschen sehr behindert. Was ist denn das, Alter? Zielt irgendwo in der Weg. Gut, ich bewege mich, ist schon klar. Aber was ist das da? Das ruckelt komisch umeinander und fühlt sich verpackt da.
Oh, was haben wir da? Aha. Was ist das wieder? Seltsamer Quader. Nix. Hey, seit wann ist das hier eine Sackgasse? Ah, bist Da du ging's eigentlich zum Ausgang. jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwelche komischen Viecher zerpimmeln erstmal. Der Gummilauf. Werden wir schon kriegen. Kriegen wir mir schon. Scheint, als hätten wir Gesellschaft. Was machen wir? Ja, was werden wir machen? Eine pimmeln. Reinpimmeln. Die Frage ist, wo wir da überhaupt hinkommen. Kann man da, was ist da? Was ist da wieder, was? Ja, springen wir einfach. Da pimmeln wir's. Haben wir mit einem lautlos killen können? Wahrscheinlich hier nicht. Was sag ich schon? Vollidioten. Hilft uns hier? Mein Einsatz! Nice. Cuidado! Mit dem Kampfsägen ist nicht zu spaßen! Weiß ich, glaub mir. Hey, das Dynamit liegt doch gut. Sehr schön. Oh, das liegt gar nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, chill die Kniescheibe. Halt dein Maul hinten. Du holst da dein Maul. Das war nicht so schlau. So, Scheißdreck einsammeln, nachladen und Meter machen. Gehen wir mal da rauf. Du weißt, was zu tun ist! Das wollte ich nicht. Ich wollte was ausprobieren. Hat nicht so funktioniert, wie man das vorstellt. Langsam hab ich genug. Mach was draus! Oh shit, das sind die komischen. Das wird laut. Wir haben fast keine Munition mehr, das ist so ein bisschen mein Problem. Sehr gut. Konzentration, Birger! Komm da rein. Oh shit, die lebt da oben noch. Sorry. Was ist du mit Stern? Weh, du stehst wieder auf. Trifft's auf den Punkt, ja. Da kommt man nicht rein. Da geht ganz schön der Pankampf schon wieder. Akute Munitionsknappheit. Kruzifix. Gut. Solange wir bis dahin Munition haben, ist alles cremig. Ich habe das Gefühl, wenn ich den betätige, passieren wieder schlimme Sachen. Naja, gut. Ich habe auch das Gefühl, es passieren schlimme Sachen, wenn ich nichts betätige. Hab so das Gefühl. Oh ja, das ist gut. Hold on. Was war das? Hat da schon wieder ein paar Dynamit? Was schießt denn da? Spanier aus der Hüften schießen ist echt schlecht. Da ist er einfach zusammengefallen. Da ist er einfach zusammengefallen. Sticht mir mit dem Kopf ein, damit nichts passiert. Ja, schön. Da liegt noch was, das nehmen wir mit. Schießpulver können wir brauchen. Hier steht akute Munitionsknappheit. Ja, das ist doch weit besser gelaufen, als ich das dachte. Oh, weit besser gelaufen, als ich das dachte. Ach du Scheiße. So nicht. Sie, Sir, verwandeln sich in niemanden. Die Frage ist, da haben wir keinen, gell? Oh, da springen wir natürlich nicht runter. Hey, Spanier, kannst du da mehr auf jemanden schießen da? Ich weiß auch nicht, was mit dir ist. Gib ihm. Ganz schnell. Ganz schlecht.
Fusspulver. Oh ja, jetzt haben wir das gefunden. Sehr gut. Dynamit. Das sollte uns weiterhelfen. Ja, und Loot. Nicht schlecht, mein Freund. Nehmen wir alles mit. Ja, macht kurzen Prozess mit der Sackgasse. Dynamit, sehr gut. Dynamit, sehr gut. Da haben sie alles verstanden. Feinstes Pro-Gaming. Mehr sehe ich da auch nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Ja, oh, ein Schatz da hinten. Leg mir am Arsch. Leg mir am Arsch! Kann kommen, wer mag, solange der andere Trottel nicht nochmal kommt, ist alles cool. Und er kommt mit Sicherheit nochmal. Ich riech's bis daher. So, benutzen. Lol, was? Lauf. Also. Bitte lass mir jetzt nicht den Abschnitt nochmal machen müssen, weil das war ein wenig gut behindert, hä? Ja, gut, wenigstens Epsi. Wenigstens Epsi. Sprengi, da hätte ich einen Pro-Tipp brauchen können! Du, auf den Arsch! Wahrscheinlich habe ich bloß wieder nicht gelesen. Verdammt! Ja, das war mir klar, dass du da drauf wartest. Geht er jetzt in die Seiten wieder rein oder lauft er einfach blöd zurück? Grütze, fix! Yeah, I gotta do it again. Hey, Spanier, geh zurück aus! Die lässt ein bisschen vorwarten. Okay, bye! Da, wunderschön, gehst jetzt du mir auf Zeiten da. Hältst dich erstaunlich gut. Er schießt aus der Hüfte Sicher, mit seiner dass du komischen guten Luke Forscher um. Du mit Kräuter. Du Kräuter. Benutzen. Herstellen. Kräutermischung. Sortieren. Wunderschön. So. Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. So. Liebste Frauen im Chat. Was sagen wir da dazu? Ja. Nein. Gut. Schlecht. Geht so. Wölfchen sagt Nope. Das klingt mal als Bestätigung. Steffi sagt auch Nope. Kleines Wunderkind schreibt Saudepp. Hau einmal rein, schreibt der Mike. Kari schreibt nee. Leon ja, der andere Nope. Ernsthaft, der Leon? Ernsthaft? Mit der Frisur? Echt? Der Leon mit dieser Frise? 2023 mit der Frisur? Weiß nicht, Digi. Also ich urteile niemals über das Aussehen eines Mannes, aber weiß nicht, Brudi. Brudi muss groß. Muss groß. Richtig groß, Alter. Loch ist Loch. Wenn das jetzt ein Typ, ein Tussi schreiben darf. Mach ihn, Wärter. Was ist jetzt einen? Ein wahrer Gentleman. Wow! Oh nein, nicht er schon wieder. Nein! Ja, das wird sicher gut gehen. Ja, das war eine richtig gute Idee. Ich meine, oh Gott. Ja, okay. Wir machen jetzt gleich wieder. Scheiße, wo ist der Hund? Der Hund muss uns helfen, was da ohne ist! Der ist ganz stark schier da. Ich muss. Okay, boah, leg jetzt ans 2. Läuft das bei dir immer so? Warum muss denn das immer so sein? Was genau tue ich jetzt? Okay, lauf. Die 2 Riesen besiegen. Wie passt? Was nehmen wir da jetzt mit denen? Pistolen, Mann. Ja, ich hab keine Magnum! Wo ist denn eine Schwachstelle? Schwachstelle wo? Was kann das? Was kann das? Ist das eine Schaltkonsole? Was kann das? Ich tu mich so. Geh weg da! Los geht's! Ich muss schauen, was es kann. Die Weste macht's nicht mehr lang. Dann kommt wahrscheinlich Feuer auf dem Gitter, hä? Der möchte Fußballspende, der möchte bloß Fußballspende, gut. Ja, aber wir locken die. Okay, so offensichtlich. Kommt ihr mal daher, so?
Kommt's hier mal da so? Ich hab keine schwere Granate. Aber ja, können wir mal. Oh. Augen zu! Shit, keine Chance bei der Rüstung. Nee, weiter links! Ja! Schluss mit dir, du fetter Trottel! Bist zwei drin gestanden. Oh. Nein! Boah, mach den! Das wollte ich sehen! Oh. Chance verpasst! So, was nehmen wir jetzt mit dir? Weiß ich nicht so recht. Glitschst du da und du? Oder steckst du einfach drüber? Oh Gott, er steigt einfach drüber. Okay, chill. Hey! Sorry, halt unseren Freund kurz beschäftigt. Hey, wo willst du hin? Was tut jetzt her? Ich laufe mal im Kreis. Was tut jetzt her? Ich laufe einfach. Ich weiß auch nicht. Oh Gott im Himmel. Was soll ich machen? Au. Jetzt willst du mir da noch laufen. Ja, was? Oh, stecken wir den nicht in den Arsch. Hier drüben! Eine da. Oh, leck, ich hab harte Resident Evil 2 Vibes. Ja, was hier drüben? Ja, wie soll ich denn da ausweichen, sag? Schwierig, das Messer, ey. Jetzt ist das Messer kaputt, spinnst du, oder was? Ich lauf da rum, vielleicht kommen wir noch. Ich probier's. Wo leckst du denn? Wo leck, jetzt hab ich's auch schon Trooper-Vibes. Chicolo! Oh ja, okay, I see. Hab ein kleines Geschenk für dich mitgebracht. Leon, schieß drauf! Sehr schön, genau wie geplant. Alles klar, geben wir ihm den Rest. Häng! Bitch! Peng! Alter, das Sturmgewehr macht fein ordentlich Damage. Fühlt sich vielleicht jetzt ja gerade auch bloß so an, aber... durch. Okay, das hat einmal so... und tot war. Da hätte ich mit dem Gewehr wahrscheinlich 3-4 Mal reinschießen müssen und da kann ich einfach rein. Ja, so schlecht ist es nicht. Erster Eindruck ist okay, man hat ein bisschen eine schlechte Sicht, aber ansonsten okay. Ist da noch was? Ja, da hinten ist noch irgendwo Munition. Muss ich sagen, bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Da liegt noch was. Noch was? Da hinten liegt noch Granaten, die nehmen wir natürlich mit. Fun Fact, das ist der, den du mit der Kanone abgeschossen hast. Ja, das hab ich mir schon gedacht, wir haben ja schon einmal gegen einen gekämpft, wo uns der Hund geholfen hat. Haben wir den gekillt? Weiß ich nicht. Wo ist jetzt die Granaten hin? Da liegt noch Granaten. So. Ja, easy, Alter. Easy peasy. Bloß den ersten Schuss am Dynamit habe ich verschissen. Aber gut, das ist okay, glaube ich. So, auf mit dir. Schwing die. Michi hat recht. Sag ich genauso. Wie sieht's aus? Absolutes Pro-Gaming. Alles ist sauber nachladen. Ja, ein bisschen Munition ist halt sehr knapp fürs Gewehr, gell? Machst jetzt du mal die Tür auf da! Da ist brav. Braver Bub. Mann, war das anstrengend. Braver Bub. Die Pferdchen. Hat er gut gemacht. Muss man auch mal F pressen. Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. So wichtig war nicht. Heiliger Boden. Oh, auf geht's. Hier unten haben sie Last. Grünes Kraut. Und mir rotes Kraut. Haben wir kein rotes Kraut, brauchen wir nicht. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch Geil, sonst. wo der Brackler das erste Mal gekommen ist, hast du gesagt, warum kommt der und bringt noch einen mit? Ja, nein, nicht bei dem Fetten noch nicht, sondern bei dem anderen, der nur hören kann, aber blind ist. Die waren ja vorher auch schon zu zweit. Da hab ich drauf gewartet, das war... Oh Gott. Ah, das schaut auch schon sehr verdächtig aus da. Nicht mehr, wenn... Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Oh, da kann man speichern, G. Siehst du noch eine andere? Das tun wir natürlich schnell. Da speichern wir mir schnell, da hat man sonst damit. Ja, gut. Oh Gott, was kommt denn jetzt wieder für eine geile übertriebene Scheiße? Wen nennst du hier Sancho? Nicht wirklich, oder? Okay. Ich hab die ganze Zeit Film-Vibes. Jetzt bin ich bei Indiana Jones. Ich glaub nicht, was Kann ich da hier mache. schießen? Natürlich kann man da schießen. Ach, übrigens. Was hab ich denn jetzt für Was Pistolen? Stehst du auf Nerven? Warum hab ich jetzt auf einmal andere Pistolen? Oh mein Gott. Muss ich da irgendwas tun? Außer mit Ducken und Schießen wahrscheinlich? Oh Gott. Oh, Timmy, wo ich merke dir? Okay, ich muss mich lehnen. Hab's schon verstanden. Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! So. Hey! Wechsel das Platz! Wenn nicht, sind wir Matsch! Wenn nicht, sind wir mal okay. Jetzt gehen wir wahrscheinlich noch, Alter. Es ist immer nur Resident Evil, was wir da spielen. Oh, nein. Nein, wir entgleisen wir nicht, jetzt chill. Pass auf!
Nachladen. Nachladen, okay. Konzentration, Bürger. Zero Dead! Zero Dead! Schieß auf die Bretter! Nachladen. Endlich haben wir mal Oh, er lädt ziemlich schnell nach, muss man ja mal lassen. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt wieder für ein dummer Scheiß da kommt und irgendwie stirbt. Die lernen mich eh schon! Stress mich nicht so! Was ist das? Ach, geh, komm. Die Fassel habe ich leider übersehen. Wieder schieß alle einzeln. Das ist mir wurscht. Boom! Okay, wo haben wir? Da haben wir Maulleuten. Nachladen. Gott, Leute, ich komme gerade nicht auf Donations schauen. Ich weiß nicht, ob man es sagt. Ich bin gerade halbwegs beschäftigt. Scheiße, wenigstens, dass wenigstens auf einen Schuss sterben und nicht wie im normalen Spiel. So, kommt jetzt nur so ein Affentyp. Affentyp, wo? Alles klar! Scheiße, habe ich da schon auf die richtige Zielscheibe geschossen? Ja, ich glaube schon. Los geht's. Kann ich mir mehr Gas geben? So alt, fett und langsam bin ich dann doch noch nicht. Okay, ich sollte lieber mit Maul halten. Wir haben gleich wieder tot. Okay, was passiert jetzt wieder? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich da sehe. Kann ich sonst irgendwas machen? Was für ein geil absurder Scheiß, Alter. Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Wie? Jetzt geht's erst richtig los? Jetzt geht's los! Spätzle mit Soße! Ja, das ist wirklich Grundsee, weiß ich nicht. Oberlandler! Sicher, dass das nur Resident Evil ist oder eine eher Donkey Kong ohne Affen? Ja, will man nicht sehen. Donkey Kong mit Affentypen. Was grunzt denn da schon wieder? Da ist ein Schätzchen um. Was haben wir denn da wieder für einen Gegner, um der mir nicht gefällt? Dynamit, hier, ganz schlecht. Ganz schlecht. Oder? Nein, nicht verwandeln! Ah, die Viecher nerven so krass, wenn sie sich verwandeln. Okay. Haben wir Loot. Loot tut gut. Küchenmesser, das nehmen wir natürlich gleich her, damit wir nicht unser Messer strapazieren. Und ich glaube, wir müssen uns einmal grünes Kraut. Kraut, damit wir mal wieder voll sind. Nimm das grüne Kraut jetzt, ist mir wurscht. Haben wir da noch was? Ja, da draußen war ein rotes Kraut, klingt du. Vollidiot! Und eine Schatzkiste. Schatzkiste haben wir eine Weinkanne mit einem Steuer, oder wie viele Steuern waren drauf? Da ist rotes Kraut, passt. Passt schon, gehen wir. Bitte. Oh Gott, kommt jetzt nochmal so eine geile Fahrt, oder was das? Es kommt nicht einmal nochmal so eine geile Fahrt. Okay. Das ist so geil. Und das ist der Teil, vor dem ich damals Angst gehabt habe, dass er mir Resident Evil halt versaut. Weil es einfach, es ist schon witzig, aber es ist halt kein Resident Evil nimmer irgendwie. Ich muss wieder lernen, was passiert wieder, Alter. Scheiße, das Ding wird kippen! Nein, das Ding wird nicht kippen, mit Scheiß da mal in den Hosen, Kim. Hey, hörst du, was ich... Jetzt kippt der Rasenmäher! Ach, der Kim. Jetzt kippt der Rasenmäher, Depp. Oder was? Wo ist er jetzt hin? Was passiert denn, wenn man den zusammen... Alter, Dynamit! Wo jetzt haben wir sein Dynamit in die Luft geschwungen. Alter! Okay. Absolut, ich sehe nur Dragon. Oh nein, link! Oh, nicht vom Lenkrad, nehmen wir Birger, was tut denn? Wir entgleisen wir nicht, jetzt chill die Kniescheibe, das geht schon. Haben wir schon da? Da oben ist was. Aha, Bitch! Scheiße, Lenken und lehnen. Lenken und lehnen. Ah, den haben wir vielleicht zu früh in die Luft gesprengt, will man nicht sehen. Na, passt schon. Ja, Glücks Feier durch. Das ist so geil.
Scheiße, dann haben die alle zwei! Ich muss so viel holen! Schieß mir den Kopf ein! Ja, hol's schon! Hol's schon! 4 Schuss, 4 Tode! Feinstes Pro-Gaming! Du kannst die Waggons zerballern. Das hab ich nicht gewusst. Ah, wo ist er? Der ist ja schon hier, der ist ein total lost, der Typ. Aber ist schon nichts mehr zum Tor, da haben wir nicht mehr da. Was ist denn? Muss ich rumspringen? Das hätte ich schon gemeint, ich krieg einen Schlag fallen. Schieß das Wagel zusammen. Was für Wagel, also wo es drin sitzt, oder was? Es ist jetzt schon witzig. Resident Evil. Ja, chill! Valentine! Was? Oh Gott, was ist denn jetzt? Ah komm! Haben wir jetzt in die. Was ist denn das? Ist das Websen-Nest, möchtest du sagen, oder was? Die Bremse! Wollte aber früher, dass wir Bremse haben, du Trottel! Wer hätte das gedacht? Dass die Bremse jetzt abbricht. Was? Ich trinke mal. Dein Scheiß Ernst? Spring! Hey! Luis! Hilf mir mal! Das ist das Websen-Nest, Was hab ich ne? übers Vorwarnen gesagt? Serious? Okay. Es ist halt so geil übertriebener Schmarrn eigentlich, passt das ganz gut. das richtig krass ist. Wir nehmen den Lift. Aber es passt halt einfach nicht so. Weißt du, das erwarte ich, wenn wir Uncharted spielen. Kann übrigens gut passieren, wenn wir mit der Last of Us durch sind, dass wir entweder einen Indie-Monat machen, mit Indie-Games bis zur Sommerpause, oder dass wir Uncharted 4 spielen. Sowas erwarte ich von Uncharted. Aber halt nicht in einem Resident Evil. Es ist halt, ich weiß es auch nicht. Hab ich jetzt gespeichert oder nicht? Das ist mir wurscht, ich stirb sowieso nicht. Ah, ich stirb sowieso nicht, was möchtest denn du? So, wo gehen wir? Wo gehen wir? Schuss! Womit habe ich das verdient? Ja, war wieder zu einfach Auf gewesen. dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Das war wieder zu einfach los. gewesen. Ist das nervig. Okay. So, was müssen wir da zur Oberfläche gelangen? Irgendwie in den Aufzug rein. Das heißt, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich das ganze Gebiet da rundherum kämpfen und dann kommen wahrscheinlich wieder 5000 Fliegenviecher. Naja, hab schon verstanden. Meta machen. Spielst du überhaupt? Bralle ist schon halbe 10. Oh, lecker, den hab ich aber nicht gesehen. Ich hab's geahnt. Den hab ich einfach nicht gesehen. Ja, oh, leck, der macht einen Kick, ne? Diese Dinger können sich tarnen. Okay, deswegen habe ich vielleicht nicht gesehen. Wie hat sich das Vieh? Oh, nicht nachladen, nicht lang nachladen. Okay, gelbes Kraut, blauer Auftrag. Kriegen wir schon. Konzentration, Bürger. Ja, der schießt schon dabei. Was haben wir da? Insektenbau XL. Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefer zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Kriegen wir die 4 Spinelli, oder ja, Spinell, die uns die nur fein für unser gute Schrupf werden. Ist nicht mehr mit? Einer weniger. Passt schon. Die Frage ist, wo die Eingänge sind. Müssen wir erst einmal suchen. Oh nein, nein. Nein, du dreckiges scheiß Mistviech. Ja, wie viel sind das? Ewig machen sie mal. Was ist da? Mein geh halt auf Zeiten, du Trottel!
Kommen immer wieder welche, hä? Komm ich da nicht auffedern, was ist denn da? Müssen wir hinten rundum. Haben wir aber das Zeug zusammen, wenn wir schon da sind. Okay. Konzentration! Da hinten geht's weiter. Über mir leuchtende Punkte. Über dir die leuchtenden Punkte. Morgen muss ich nochmal schnell ausschauen. Oh, jetzt da keine leuchtenden Punkte. Ich hasse Insekten. Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Wie wär's mit weniger reden und mehr schießen? Muss ich die Sachen zusammenschießen oder was muss ich da damit? Du die Muskeln. Mein Geh auf Zeit, Idiot. Muss man die zusammenschießen oder was muss man da mit denen? Also natürlich, man muss in dem Spiel... Ui. Habe ich wieder nicht aufpasst, wie das Mistviech am Boden ausschaut. Oh Hans, ich seh's eh. Bravo. Da ist noch eins. Einer geht uns noch ab. Ja, schauen wir mal, wir haben ja da noch auf einem ziemlich großen Rundweg. Ja, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Tun sie sich nicht hinunter. Bis da in Mund lang für diese komischen Websenviecher da überall. Die droppen ganz schön viel so. Was immer, wenn jetzt da ein rotes Fassel ist, machen wir einfach mit Pauschalding. Die liegen ja da nicht zur Gaudi. Ja? Die liegen ja da nicht zur Gaudi umeinander, Kinder. Der Darth Alien, schleicht sie! Euch alle noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Herr Darth Alien, die wünsche ich Ihnen auch. Ein Bussi auf das Nussi. Merci fürs Zuschauen, bitte, danke. Oh, da hinten. Machst du dein Licht ein vielleicht? Dankeschön. Irgendeine Spacken herin? Nö. Schätzchen gefunden. Was haben wir da? Goldplättchen. Nein. Ja, endlich. Mehr Fassel, mehr Bumm. Ja, ich war unschlüssig. Ob wir einfach draufballern oder... Wo geht's jetzt da wieder hin? Ah, da waren wir schon. Oh ja, ich seh's schon. Deck dich schon fliegen, du Mistviech. Tu dich nicht hinunter. Schlecht platziert. Schlecht platziertes Viech. Schlecht platziertes Viech. Oh mein Gott. Komm mal da noch ein Peng rein. Was? Anleuten. Anleuten. Was? Du stehst immer noch. Anleuten, hab ich gesagt. So. Gibt's da hinten, da gibt's nichts. Da haben wir den gelben Teufel sehen. Ja, gelben Teufel sehe ich nicht. Toll. Wo? Immer schön sauber abstehen. So. Der Herr Händler ist auch dabei, da schau hin. Hallo, Fremder. Ah, Moment, jetzt schauen wir erst einmal. Oben wir unsere komische Krone. Ah ja. Da kommen zwei verschiedenfarbige Steine rein. Jawohl. Dann nehmen wir einmal den blauen und dann nehmen wir einmal. Ist eigentlich wurscht, nehmen wir den roten. Und dann passt das. Und einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Schauen wir mal, ob wir unser Sturmgewehr noch mehr ausbauen können und vielleicht ein paar Ressourcen für Munition. Na, stopp. Verkaufen, Goldplättchen, Seidenkristall, Weinkanne. Weg mit dem Schund. Tunen, kaufen. Was hat er so? Blacktail, TMP, Striker, alles, was wir schon kennen. Nix wirklich an Ressourcen. Kampfmesser können wir reparieren. Weste ist fast ganz kaputt. Können wir unser Sturmgewehr nochmal mit Schaden updaten oder was dermen? Eine heilige Scheiße, nochmal zurück und die Sackel abschießen. Richtig gut, sicherlich. Wir brauchen die Spinelli. Spinelli! Trotzdem speichert man schnell, weil es nicht schaut. Und dann bauen wir in unseren Boomstick
Halt, stopp. Was ist denn die Spezialfähigkeit vom Sturmgewehr? Die schauen wir uns auch noch mal an. Vielleicht ist der, aber Schrotflinten 1,5-facher Schaden ist schon... Der ist schon, leckt mir am Arsch. Jetzt schauen wir mal von da in das geht. Ja, das wird. 2, 3, 4. Jawohl, ja! Damit wir nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Da laufen wir jetzt 4 und schauen wir nach. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Schmiedi schreibt 1,5-facher Schaden wie bei der Schrot. Boah, das ist schon auch stark. Aber die nehme ich halt bei weitem nicht so oft her. Ist halt ein netter Bosskiller, weil die meistens eine Schwachstelle haben. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt? Ja sicher! Spitterle! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Tauschen! Was kann ich dir Und dann Gutes kaufen wir uns das tun? Ticket! Und? Ticket! Schon entschieden, welche Waffe du damit aufpolieren willst? Nein! Sag Bescheid, wenn du Ach, das fürs kostet auch Tuning noch mehr bereit Geld. bist. Du hast ein Ticket, stimmt's? Ja gut, dann können wir es Sehr sowieso schön. nicht. Das kostet Such bei dem hier dir eine 100k. Waffe aus. Ja gut, Ich 100k kümmere haben mich auch nicht mehr so um den Rest. unfassbar viel. Ja gut. Geld oder Tipp, bei Sturmgewehr lohnt sich's nicht, zu wenig Moon. Das ist genau, was ich meine. Und du kannst auch kein Moon craften. Kann man Moon craften? Kann ich Ja doch, kann man schon. Reise? Ja gut, dann müssen wir warten, bis wir 80k beieinander haben und dann macht unser Boomstick richtig Bum-Bum. Richtiger Bum-Bum-Stick. Was, Geld oder Ticket? Wie Geld oder Ticket? Willkommen. Du hast ein Ticket, stimmt's? Sehr schön. Ja, aber Geld? Such Geld? dir eine Waffe aus. Geld Ich oder kümmere mich Ticket um den Rest. macht doch überhaupt keinen Sinn. Vorher war das Spezialupgrade auch nicht verfügbar. Ich verstehe es nicht ganz. Was hat dann das Ticket für einen Sinn? Ja, aber ich gebe doch lieber die 80.000 Gold aus, anstatt das Ticket. Kann ich das, wenn jetzt das Ticket weg ist, kann ich dann für 100k ohne Ticket das Spezialupgrade am Sturmgewehr machen? Oder kann ich es dann nimmer? Ja, achso. Das heißt, wenn ich ein Ticket habe, kann ich alles per Geld aufwerten. Oder halt und eins kostenlos per Ticket. Zeit ist Geld, Partner. Ah, und das wird erst sichtbar, wenn ich die Waffen voll also alle Upgrades, okay. Ja gut, das macht Sinn. Das macht einigermaßen Sinn. Ja gut, hau rein. Hau rein! Du weißt, was gut ist, Partner. Was der wir jetzt da noch? Dann der wir Angriffskraft noch mehr reinpushen ins Sturmgewehr dafür. Probier Einfach, mal, weil wir's wie sich kennen. das anfühlt. Komm jederzeit So, wieder. haben wir zufrieden? Bayern, jetzt muss ich trotzdem noch mal schnell zum Händler schauen, weil mich das jetzt interessiert. Willkommen. Wofür kann ich Tuning. dich begeistern? Ja, ist natürlich jetzt gesperrt. Hoppla. Natürlich jetzt gesperrt. Okay. Eine Waffe, Das heißt, den alle. eigenen Ja, gut. Bedürf- Die alle. Das Spiel ist halt darauf ausgelegt, wahrscheinlich. Ich hab's ja noch nicht durchgespielt in meinem Leben. Auf NG+. Sehr wahrscheinlich. Haben wir ein paar Leute auch schon gesagt. Was bedeutet NG+? NG+? Du spielst das Spiel durch und dann fangst du nochmal von vorne an und hast aber alle Waffen und alle Upgrades zur Verfügung und machst einen neuen Durchgang von auf der nächsten Schwierigkeitsstufen und baust die Waffen dann weiter aus. Oder? Gibt's ja dann. Das heißt, ich gehe dann in die zweite Runde nochmal durchspielen mit meiner dreiviertel ausbauten Schrotflinten. Und find. Weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapier's nicht. Ja, und finde dann wieder Warum dein Geld Leben und Ressourcen und so weiter und baust dann komplett aus kennst uns irgendwann, doch oder? gar nicht. That's the Hab ich game. doch gesagt. Nehme ich an. Damit Ja. ich mich besser fühle. Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich habe für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Endlich raus aus dem Höllenloch. Die frische Luft ruft unseren Namen. Porfin. Die ganze Denn Szenerie da, wo wenn wir wir jetzt schon erstmal seit hier ein, zwei Missionen sind, Bedeutet, dass wir sind nach dem fast Schluss. Fast was.
Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Zur Hölle ist Was soll das das? jetzt? Warum? Sicherung von Diebesgut. Wer ist hier? Ist nicht der Wesker, Und oder? nebenbei Beseitigung von ein paar Ratten. Einfacher Oh Job. Gott, was kommt denn jetzt für eine übertriebene Messerkampf-Scheiße? Sag. Das waren Sie. Du kapierst schnell. Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Nicht schlecht. Was genau muss ich jetzt da? Schwertkampf mit Messer. Ja, da ist es eine Round. Oh Gott, das ist ein Bosskampf. Wo kommt der her? Wer ist der Typ? Der Krause! Weiß ich nicht, den raucht man normal. Wir fangen gerade erst Was du jetzt mit dem ins Gesicht schießt oder was? Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich habe mich hierzu entschieden als freier Mann. What? Nicht übel. Major, Sie können nicht klar denken. Oh, ich denke klar wie nie zuvor. Jetzt konzentrier dich und zeig mir, was du kannst. Ein Soldat wie Sie, der für solche Irren arbeitet. Wieso? Wieso? Schon vergessen, was vor 2 Jahren passiert ist? Kann ich mich heilen? Operation Javier? Ja. Dann nehmen wir doch gleich das da mit dazu. Hä? Ah, da. Operation Javier. Eine ganze Einheit. Ausgelöscht. Und unsere Regierung hat einfach zugesehen. Sie haben uns getötet. Keine Ehre. Keine Gnade. Nur zerstörerische Kraft. Was ist das? So klar, was ist denn das wieder für ein... Krauser! Das war pures Glück. Ich verstehe Sie ja. Was passiert ist unverzeihlich. Aber Sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Du bist immer noch ein Kind, das sich an eine Fantasie von Gut und Böse klammert. Hast du in den letzten Ich 2 vergesse Jahren will, dass man auf I ausweicht. Mach dich bereit. Ich hab I gedruckt. Hallo? Okay. Seltsamer Kampf. Geil für Merci Alarmstufe Rot. Merci für den Euro. Ziemlich bald Merci ebenfalls. Und der Birkenstück habe ich dir ja so Biering. Merci dir zurück. Bussi aufs Nussi. Genug gespielt, Rookie. Der Spanier, der Schießen. Du hast dich kein Stück verändert. Ah, jetzt lass mich dir halt abstechen, Was Alter. für eine Enttäuschung. Du hast auch schon ein paar Mal verloren, wenn ich dir ins Gesicht schaue, du Trottel. Irgendwann sticht er sich damit selber ab. Ich weiß genau, wie es läuft. Was das ist? Sieht nicht gut aus, mein Freund. Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Erst nur eine Quatzen, natürlich. Ashley. Ich hab ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hä? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder?
Na, bring's dem Händler und verkauf's, guter Mann. Leon wieder. Was das schon? Ja, F hat er verdient. F hat er verdient, aber... Jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie wir uns verhalten sollen. Jetzt haben wir das war Kapitel 11. Jetzt sind wir in Kapitel 12. 16 gibt's. Am Freitag haben wir noch einen Stream. Dann können wir am Freitag nicht mehr Kapitel wie zweimal, weil nächsten Mittwoch ist das Finale. Wie machen wir das jetzt? Entweder hören wir jetzt auf und wir machen am Freitag 3 Kapitel oder wir machen jetzt noch halbwegs. Machen wir halbwegs. Das ist ein Deal. Hä? Das ist ein Deal? Shift. Speichern. Ich glaube, ein halbwegs geht mindestens noch. Ich mag jetzt auch nicht aufhören, jetzt ist 10 vor 10, wie behindert ist das denn? Top, Kapitelergebnis, weiter. Haben wir einmal gestorben wegen des scheiß behinderten Storner! Fix läden. Ja, dann gib ihm. Die haben wir noch wegen. Schauen wir, wie es läuft. Schauen wir, wie es läuft. Und da halten wir bis sie unser Feuerzeug. Und jetzt will das Feuerzeug rausgreien und am Händler verkaufen für 15.000. Louis Schlüssel. Damit kommen Sie nicht davon, Krauser. Krauser! Und jetzt sind wir so in dem Teil angekommen. Finde ich. Ist halt kein Resident Evil mehr. Es ist einfach zu abgefahren. Zu viel Action, zu abgefahren, zu... Auch wenn das Spiel gut ist. Nicht falsch verstehe jetzt. Auch wenn das Spiel gut ist, aber es passt halt einfach nicht zu Resident Evil. Das ist schade. Ich hoffe sehr, dass Capcom mit den nächsten Remakes, und das wird auch weitergehen, die warten ja Idioten. Da hinten liegt der Schatzal, aber ich weiß nicht, wo das Schatzal liegt. Ach, das ist nicht auf meiner Ebene. Warte mal. Das Schatzal auf meiner Ebene, bitte. Nein, ist nicht. Das ist ein Ballsaal oben. Ich will da jetzt wieder in den Ballsaal oben aufhängen. Okay. Da werden wir Lift fahren müssen, nehme ich an. Aber es ist geiles Gameplay. Da brauchen wir nicht schmerzen. Es ist cool, es ist Action und ich kann absolut verstehen, warum dieses Spiel damals so gefeiert worden ist. Kann ich absolut verstehen. Aber Leon, für mich als Klasse... Ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Muss ja nicht über der letzte Zombiehaufen sein, der auf einen zuschlürft. Das ist generell schon richtig, aber man hat ja gesehen, in welche Richtung Resident Evil nach Resident Evil 4 gegangen ist. Nämlich Resident Evil 5 und Resident Evil 6. Beide habe ich gespielt, beide habe ich nicht durchgespielt, weil beide so unterirdisch schlecht waren. Und das wissen wir alle, wenn wir da sind. Das richtig weh da hat. Das richtig ekelhafte Schmerzen verursacht hat. Ah, feines Backtracking, okay. Ich hab schon gesehen, dass da der Händler ist, der zeigt nicht oben. Ich wollte bloß schnell schauen, ob ich das Schatzal noch hin kann, bevor ich zum Händler gehe. Haben jetzt da wieder Zombie-Trottel herin. Wow! Ah, da hinten. Ja, ein paar Pesados. Vielleicht können wir dann irgendwas zum Abel. Oh, der Schmuckkäfer. Sicher, das ist der Schmuckkäfer. Das passt einfach nicht in das Resident Evil-Universum. Und irgendwo muss man anfangen, da noch mehr Änderung einzubringen. Ich verstehe das. Alles, aber... Ich bin halt einfach nun mal mit dem Einser aufgewacht. Oh. Schande der Familie. Was? Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tu mir jemand den Gefallen und veranstalte sein Porträt für mich. Ja, was? Weiß ich nicht, wo das ist. Ah, nehmen wir es einmal an. Ist ja wurscht, Juwelen, ein zerkratztes Smaragd verkaufen. Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? Sie hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Im Burghof. Ja, schauen wir mal. Spinellis. Hallo, willkommen. Verkaufen. Ist 12.000 wert. Schauen wir. Vielleicht hat er neue Waffen. Blacktail, TMP, Striker. Erste Hilfe-Spray. Nicht wirklich.
Sag ich dir jetzt, wie es ist. Wir kaufen die Rohstoffe Ein zusammen. paar Vorratskäufe. Schwere Entscheidung. Granate, nicht wirklich. Wir kaufen mal Spray. Besser zu gut vorbereitet. Schauen wir, können wir noch was tunen? Hab ich recht? Nö, wir reparieren das Messer, wir reparieren die Westen und dann haben wir eh nichts mehr, dass wir was ausbauen können. Passt schon. Jederzeit Kann man speichern. Beim Händler kann man offensichtlich immer speichern. Wunderbar. Also, ich gehe nicht noch mehr auf Spinelli und Aufträge, sage ich dir, wie es ist. Wo müssen wir hin? Oh, da war noch mal grünes Kraut drin, auch, gell? Wir haben ja eh gestopft, voll mit Scheißdreck. Können wir irgendwas craften? Also, wir Obacht, wir können Gewehrmunition, die ist einmal wichtig, die haben wir eine. Jawohl. Dann machen wir uns einmal Pistolenmund. Einmal und einmal. Flintenmund können wir uns nicht mehr machen. Machen wir nochmal Pistolenmund. Und dann schaut das gut. Oh, Herstellbonus. Pistolenmunition. Wie viel Schuss haben wir? 41 plus 18. Das schaut gut aus. Einer so. Oh, Schnellzugriff. Nehmen wir die schweren Granaten da her. Haben wir noch Blindgranaten? Scheiße, kann ich so nicht noch bauen. Blindgranaten sind schon auch geil. Jetzt geht es ums Arschlecken nicht aus. Aber gut. Wo müssen wir hin? Zum Uhrturm gehen. Wo ist der Uhrturm, Alter? Ja, da müssen wir. Sonst darf das Ding doch nicht so markant da stehen. Müssen wir mit der Goldkutschen fahren. Messerschaden, ich nehm's Messer selten her. Das rentiert sich nicht. Finde ich. Ich weiß nicht. Oder zahlt der Messerschaden auch, wenn er am Boden liegt, er möchte sich verwandeln und man sticht ihn ab, aber das killt seit Anfang des Spiels, killt das aufs erste Mal. Ja, gut. Leute, absolutäres Gameplay, Meta machen. Spar dir für den nächsten Händler 80k zusammen. Ja, verdammt. Da ist der Uhrturm. Warum? Alter Durcherschlägt. Herr Wick, warum brauche ich 80k? Schubflinten haben ausgebaut. Die macht mehr Schaden und macht. Ist richtig. Autschen. Der Uhrenturm. Ich höre euch schon drauf. Oh, da drin ist wieder Kasala. Ich merk's schon. Ich merk's schon, da drin ist wieder Kasala. Oh, Schießpulver zusammengeklappt. Mehr Schießpulver zusammengeklappt. Da bauen wir sofort der Sicherheitsblinkgranaten. Da passt. Also jetzt mit Sicherheit gleich wieder der Punks, der Bärstepp. Weil Raketenwerfer benötigt wird, kann man eigentlich auch mehr Eissackeln nur einmal, ja. Bosskampf? Ist er ist mit Sicherheit der Boss, oder? Überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werft den Eindringling raus! Oh Gott, da wieder die komischen Affentypen. Affentypen! Sorry, keine Absicht. Nur die Ruhe. Und man denkt, er verwandelt sie vielleicht. Tun das, ne? Aus dem Weg! Dem Weg. Aus dem Weg. Was haben wir da? Okay. So geht's nicht weiter. Wo geht's dann weiter? Dann geht's da weiter. Was? Was zur Hölle ist denn das? Sorry, keine Absicht. Aus dem Weg!
Oh Gott, was kommt denn hier? Was zur Hölle passiert? Ihr wisst echt, wie man Leute willkommen heißt. Ist schon recht, Voldemort. Ich bin zum Meter machen gekommen, verstehen Sie? Halt dein Maul jetzt einmal da oben mit deiner Scheißhauskugel. Impossibile! In Heimat gestohlen. So, wir haben die absoluten Metamacher. Ist euch das schon aufgefallen übrigens? Kann man das jetzt da mal... Moment einmal. Moment einmal! Da war... Oh, da hinten ist was. Wir kommen da um. Wir kommen da um. Wir da um. Easy, oder? Muss ich mir etwas sagen? Ich sag da nur feinstes Pro-Game. Oh, Spiegel mit Perlen und Rubinen! Muss jetzt da wieder oben, oder wie? Was ist mit dir? Umbrella aus Morte steht da ins Kreis in den Anschlag. Wow, herzlichen Glückwunsch. Da den ganz zusammen. Oh, beste. Sehr schön. So, wahrscheinlich muss ich jetzt da oben oder was ist mit ihm? Weiß nicht, da liegen noch Pesetas. Und Fettmonetos auf die Schnelle. Meine Bälle, meine Bälle. Was haben wir da? Da gehen wir jetzt einmal rundum. Schöner Loot. Easy peasy lemon squeezy. Sehr schön. Extravagante Uhr. Da kann man wieder Sahne einstecken. Und der Willi. Ist der Willi eine extravagante Uhr? Gib dem Affen Zucker. Ja, wahrscheinlich werde ich halt, wo wir kommen an das Fassel da hin. Ich mag zu dem Fassel! Da muss ich noch mehr außen und dumm. Leg mir am Arsch, ich hab keine Zeit wie außen und dumm. Da, du mit dem Bum-Bum. Ein Aufzug. Wie aufmerksam. Ah ja, da gibt es gleich mit Sicherheit stressvolle Seiten, oder? Oh ja. Ihr lasst nicht locker, was? Konzentration. Oh, wo sind wir? Da sind wir alle. Ja, grüß Gott beieinander. Und tschüss. Hey, da nicht. Abendfallen. Abendfallen. Ja. Was? Warum hält er? Oh, nicht schießen. Ich schieß zuerst. Ich schieß zuerst, Kinder. Maulleuten. Was ist jetzt da noch? Ich seh nichts mehr. Warten noch. Ich höre euch, aber ich seh keinen. Wo? Was genau passiert? Wo? Oh. Was war das? Hau! Scheiße! Wir sind zu schwer! Wir sind überhaupt nicht zu schwer! Ins Gesicht eingesteckt! Ernsthaft!
Okay, konzentriere dich. Konzentriere dich. Konzentriere dich. Nö. Was stopft da? Irgendwas stopft. Wo haben wir mir überhaupt? Lol. Runtergefallen. Haben wir jetzt einen mit da? Ich sag da nur absolutes Pro-Gaming. Mehr habe ich da nicht gesehen. Kinder, mehr habe ich doch da nicht gesehen. Press F, ja, absolutes Pro-Gaming. Immer. Gottes Willen, wo sind wir denn jetzt? Geht jetzt dann der Glockenturm wieder los und alle drei durch, oder was? Ich habe nur 3 Schuss fürs Gewehr, das ist vielleicht jetzt nicht so schlau. Wo gehen wir? Ah ja, der Kantenmaler hat leider ein wenig Farbe verkackt. Ich meine, der ist ihm runtergefallen, bin mir nicht sicher. Oh, was haben wir da? Press F. Was haben wir da? Zoomen. Modadlo! Ja, und jetzt mit dem Scharfschützen war so. Ashley. Geil, Sepp! Jetzt sind wir bei Zurück in die Zukunft. Im Glockenturm, richtig. Ich hab kurz gebraucht. Da ist sie schon ordentlich bedient worden bei einigen Filmen, muss ich behaupten. Ashley hinterhergehen. Oh, da ist also eine lustige Seilbahn. Das ist jetzt Blödsinn, was ich da tue. Das wissen wir alle, wenn wir da sind. Da müssen wir jetzt einfach rumsprinten, dann feiern uns nichts. Oh, nein, nicht. Was und dann stirb ich bei sowas? Was ist denn das, Alter? Da wie um meine Dipf beschissen. Wie da? Ja, was muss ich denn dann tun? Muss ich langsam um mich gehen? Hat mich doch Speise wieder verarscht. Verdammt nochmal. Okay, bye. Was genau muss ich da jetzt tun? Langsam um mich gehen, oder was? Echt jetzt? Wow. Den Geruch des Kampfes an dir kleben. Crowd? Wir haben hier Crowd. Da wird jetzt auch noch mal was geben, wenn wir da aufgreifen können. Die Dieb waren alle so fake wie die von der Pamela Anderson. Ja! Ich bin nur beschissen worden die ganze Zeit. Dann kann ich Real Depth. Ab und zu war ein Real Dopf dabei. Aber sonst auch nicht auf. So, wie viele Pesetos haben wir? 26.000. Da zerreißen wir auch nichts. Bayern. Sonst brauchen wir nichts vom Händler, glaube ich. Schauen wir mal ins Inventar. Das schaut eigentlich gut aus. Aber da mischt man mal schnell was zusammen. Kräutermischung Rot-Grün. Und dann Rot-Grün-Gelb. Und einmal her. Wir haben ja einen Haufen Scheiß. Was können wir craften? Pistolenmunition haben wir bloß noch 14 Schuss. Sehe ich das richtig? Ja, nicht der Teufel. Haben wir noch mal eine. Jawohl, Pistolenmunition. Einmal Bonus und los geht's. So. Jetzt zerpimmelt man diese Vollidioten da draußen. Das ist absolute peinliche Trottel, das ist ein Wahnsinn. Absolut peinliche Trottel! So, ich habe übrigens jetzt die Hoffnung, dass dieses Kapitel den Bosskampf einleitet mit dem kleinen Scheißzwerg da. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen. Vielleicht haben wir Glück. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein. Berichte unserem Herrn müssen wir von der töten. Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Ashley! Berühmte letzte Worte. Da müssen wir einfach rumsprinten, dann feiert nichts. Ja, und tot. Mr. Kennedy. Lord Settler ließ Ihnen seine Gnade Was du bist. zu viel. Sie sind Sie vulgärer,
Unzivilisierter! Bastard! Ja, für das haben wir 2 Resident Evil Spiele gespielt, damit uns das irgendwie beeindruckt. Ja, und jetzt geht wahrscheinlich gleich richtig der Punk ab, oder? Erlauben Sie mir Ihnen, die Macht zu zeigen, die mein Herr mir gab. Die Macht Gottes! Es wird Zeit für die finale Nacht! Okay, hab schon verstanden, wo wir hinschießen müssen. Sie sind in meinem Drehbuch nicht mehr als eine Nebenfigur. Werden Sie also nicht selbstgefällig. Sie haben Ihren großen Auftritt. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, na und zeigen Sie mir nicht, wie ein erstklassiges Drehbuch auszusehen hat. Machen Sie es mir vor. Na, wo bist du? Komm schon raus. Du ekelhaftes Mistvieh. Gut, ne? Hey Bonito, der fette Mann! Was speift dann da immer noch? Beides steht Ihnen ausgezeichnet. Ja, die muss man ausweichen und dann in die Schwachstelle schießen. Ja? Nicht das richtig. Was ist denn das für Scheiße? Wow! Okay. Ich habe Ihre drittklassige Darbietung wirklich genossen, Mr. Kennedy. Okay, den lasse ich zählen. Den lassen wir zählen. Jetzt weiß ich, warum der Dings wahrscheinlich gut war. Oh ja, da werden wir noch. Aber ich habe noch nicht so wirklich erkannt, was er tut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, werden wir schon rausfinden. Werden wir schon rausfinden. Gib ihm. Stinkt nach Bosskampf. Echter doof. Das schauen wir uns nicht. 25 mehr an. Dann machen wir jetzt diesen. Ja. Hätten wir vielleicht mit der Pumpgun gleich schießen sollen. Wir können es auch mal mit der Granaten probieren. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Vielleicht müssen wir auch die komischen Kapseln dort zusammenballern. Kann das sein, die ihr da fallen lasst? Komm. Okay, da ist offensichtlich Loot drin. Ich weiß nicht, wo er ist. Da darf man einlaufen. Hab schon verstanden. Nicht fressen lassen, nicht nochmal fressen. Nein, nicht nochmal fressen, oh mein Gott. Komm. Schluss. Beides steht Ihnen ausgezeichnet. Ich weiß nicht so ganz, wie man sich verhalten muss. Sag ich dir bitte. Ganz schlecht! Ich habe Ihre drittklassige Darbietung wirklich genossen. Okay. Nicht in die Ecke zwingen lassen. Schauen wir mal, ob wir einen Raketenwerfer kaufen können. Das ist jetzt alles, was ich dazu sage. Dann werden wir ihm einfach am Anfang mit dem Raketenwerfer ins Maul schießen und dann ist gleich Schluss mit ihm. Ja, schauen wir mal, wie viel Geld das wir zusammenkriegen. Wobei ich ihn auch gerne so schaffen würde, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich sehe schon wieder keinen Rhythmus und gar nichts da irgendwie. Komisch. Edelsteine einsetzen. Ja, dann nehmen wir einen blauen und einen roten und dann verkaufen wir die ganze Gespuse, die wir haben und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir mit dem Raketenwerfer eine ins Gesicht zwiebeln. Nur das Willkommen. Ich hab Verkaufen. nur die feinste Spiegelweg, Ware extravagantes, es wird ums Arschlecken nicht gelangen. Ja? Dafür lasse ich einiges springen. Schaut aus, als müsste man richtig spähen, fürchte ich. Schaut aus, als müsste man richtig spähen. Ja, dann hilft's nicht.
Außerdem mag ich mal am Schluss von euch mit Sicherheit nicht anhören. Oh, wir haben ja ein Ziel für Deine Kohle. Oder wenn du noch Du hast was am Schiss, dass da noch mit dem Raketenwerfer eingeschossen, das zählt nicht. du dich besser drum kümmern. Der geht so auch voll draufhalten und dann messern. Messern? Also ja gut, er wird gestaggert wahrscheinlich, oder? Und dann kriegt er einen Nahkampf Dingens zum, was er schon. Aber dass er die Instant Kill ist hart. Dass er die Instant Kill ist hart. Und dass wir nicht recht viel Quermunition haben, das stört mich ehrlich gesagt auch ein wenig. Aber gut, so, was wollt ihr jetzt ein Ziel für ein Rohr? Zubehör vom Sturmgewehr. Schauen wir mal, ob das besser ist so. Ja, das ist besser. Probieren wir das so, hilft ja nicht. Dann volle Kanone am Anfang mit der Schrotflinte rein. Wie oft werden wir das zusammenkriegen und nicht einsperren lassen? Das ist das Wichtigste, weil der halt einfach One-Hit jetzt. Das ist halt da genau, wenn er jetzt daherkommt. Jetzt kommt. Sehr schön, dann holen wir uns gleich die Dinger da unten. Und nicht erst danach. Und dann gehen wir auf und rum. Und passen wir ein bisschen auf die schwarzen Boxen auf. So, wie schauen wir aus? Okay, dem Move kann man ausweichen. Ich verstehe. Und dann reinballern. Ja, ihr seid jetzt dumm. Und nicht in die schwarzen Dinger einlaufen. Wo ist er? Wir gehen mal wieder. Ja. Speib deinen Scheiß. Speib deinen Scheiß. Ja. Nicht wieder fressen. Nicht nur mehr. Passt auf, was ihr sagt, mein Lord. Nicht nur mehr fressen Was soll man denn lassen. für euch denken? Nein. Komm. Konzentration, ich Bürger. Wo ist er? Er ist schon Dropsen. Speib noch mal, du Wichser. Tim? Nein, nicht. Geh weg! Diese Schmerzen, mein Gebieter, gewährt eure Macht. Ja, wie soll ich da jetzt hinkommen? Toll. Bitch! Der ist mit Sicherheit noch nicht ganz hin. I don't trust this Fleischbotzen! Lippenrouge. Ich hab ein Stück Lippenrouge. Mein Messer ist gleich im Arsch. Ich hab's schon mitgekriegt. Waren wir jetzt aber einfach gepflegt. Wurscht, kaufen wir uns einfach ein. Nice! Da, ist jetzt da noch Loot. Ah, da liegt noch irgendwas Schießpulver voneinander. Da liegt noch eins. Brauch ich keinen Raketenwerfer? Schei aus, nein, den Raketenwerfer brauch oder was? Aber es hat schon ganz schön Mund gekostet. Tut immer nicht weh. So, wo ist jetzt hingegangen? Da ist sie gegangen. Easy, oder? Ashley. Easy! Ich darf keine Zeit verlieren. Aber müssen wir den Ashley wieder holen. Jetzt kommt der hundertprozentig nochmal. Hundertprozentig kommt der nochmal.
Gib der hier Brief und Siegel, gib wieder. Best Loot ever übrigens. Ja, Capricorn, dass das richtig erkannt. Guter Loot. Das ist der gute. Oh, heilen. Haben wir mich nicht gut benannt? Wir haben voll, Alter. Wenn du da mich haben lassen, hallo? No Hit. Zero Dip stimmt nicht ganz, aber No Hit. Bin ich mal drauf geworden? Ja, tatsächlich von dem. Wie soll es da war dem Speiberten da ausweichen? Das kotzt da durch die ganze Map durch. Was genau. Was passiert denn jetzt wieder? Ach, jetzt lebt der Krauser. Ich schieß deinen Kopf ein! Krauser! Oh Gott, ich hab keine Munition mehr. Holy shit, ich hab wirklich keine Munition mehr. Generell recht wenig. Aber können wir was zusammen craften. Crafty McCrafty. Ja, Pistolen Moon, Flint Moon können wir uns nicht leisten. Machst du mal ein Pistolen Moon. Ja, mehrere können wir nicht. Dumm. Rüsten wir mal das andere Messer aus, damit das nicht so krass kaputt. Was ist denn eigentlich das da? Magnum-Munition. Die können wir beim nächsten Händler mal verkaufen. Da ein bisschen was drin. Ah, schaut gut aus. Da noch irgendwo ein bisschen was drin. Nein, nicht wirklich. Passt schon, gehen wir Vollgas. Volle Gas. Leberkas. Was können wir jetzt gleich wieder auf den Typen wahrscheinlich. Weißt du, wenn wir schon lange nicht mehr gesehen haben, diese komischen Spinnengegner. Die waren irgendwie nur sehr kurz anwesend, muss ich sagen. Ah, ein paar Ratzentypen. Passt schon. Kriegen wir schon. Der Gerd beschreibt, bist du ein Bayer? Ich weiß nicht, noch was jetzt ist noch. Gut, ich kann der Österreicher sein, aber gekonnter Bayer, vor allem ein gekonnter Österreicher, bei uns in den Lieblingsnachbarn, der schmeckt auf 3 Kilometer, was der bayerische Dialekt ist und was der Österreicher Dialekt ist, geh bitte! Entschuldigung, den Loot habe ich mitnehmen müssen. Auch wenn es bloß Peseten waren. Stinkige Peseten! Geil, bitte! Dass du mal Spinnen vermisst. Berechtigte Frage. Berechtigte Aussage, sagen wir es so. Da muss ich jetzt auf dem Boot mit dem Messer gegen den Typen kämpfen. Oh. Suchst du was? Das ging schnell. Was war das jetzt für ein... Der kommt wirklich nicht nochmal. Ich bin verwirrt. Ja, okay. Das war jetzt ein Kurzkapitel. Gut, das war ja typisch... Ist wahrscheinlich ein Akt-Bosskampf-Kapitel, oder? Beendet. Nehme ich an. Das ist halt ein bisschen kürzer. Mein Gott. Ich glaube, das eine Kapitel mit dem anderen Boss, der in der Hütte da umeinander schwingt und so, das war... Das war auch recht kurz, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber perfekt, oder nicht? Ist doch ein schöner Abschluss für einen Stream, hä? Schöner Abschluss für einen Stream. Das heißt, jetzt pass auf, wir haben jetzt in Kapitel 12, das heißt, wir kommen jetzt in Kapitel 13, 14, 15 und 16 haben wir noch. Insgesamt sind es 16 Kapitel, das habe ich mir mal von euch sagen lassen. Das heißt, am Freitag machen wir 2 oder 3, weiß ich noch nicht, und nächsten Mittwoch dann das letzte. Das ist ein Deal? Denke schon. Bitte beenden Sie das Spiel. Sehr schön. 2 plus 2 wären es eher. Wir meinen 2 plus 2 wären es eher. Also nächsten Freitag 2 und nächsten Mittwoch 2, oder wie? Der letzte Boss war mit einem goldenen Eye One-Hit. Das hat mir auch schon mal jemand gesagt, das habe ich nicht mehr, das habe ich verkauft. Kapitel 16 als Finale ist recht kurz. Okay. Also, dann machen wir es folgendermaßen, bevor sie jetzt wieder einen Großteil schleicht. Erstmal merci fürs Zuschauen, Bussi aufs Nussi, Like auf YouTube nicht vergessen, Twitch geht mir auf YouTube, bevor sie sich schleicht und lasst da ein Like da. Machen nur Pro-Gamer. Alle anderen haben Ahnungslose und machen das nicht. Freitag Stream, 20 Uhr. 2 Kapitel, maximal. Dann lassen wir uns halt ein bisschen mehr Zeit mit Sachen suchen und so einen Scheiß. Ja, damit der Stream nicht gleich wieder um 10 Uhr ist oder so. Und wenn er geht, dann ist er halt ein bisschen früher geht. Das ist wirklich... Ich soll sagen, der Stream, den habe ich wirklich nur eingeplant, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Damit wir nächsten Mittwoch fertig sind und nicht nächsten Mittwoch 3 Kapitel plus Bosskampf spielen müssen. Das war ein bisschen zu lang. Der Pointy schreibt, in 2 Wochen ist neue WoW-Season da. Machen wir wieder einen WoW-Stream, Bürger. Uff, ich weiß nicht, ob mir WoW Zeit. Das kommt ganz auf meinen Squad drauf an und auf meine Mates drauf an, ob die spielen, und momentan schaut es nicht gut aus. Momentan schaut es nicht gut aus. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht sagen.
ist halt dann fängt übrigens auch langsam der Sommer an. Und da sitze ich dann, gut, ich spiele deswegen wahrscheinlich auch viel, aber kein WoW, wo ich wirklich so hart drin versink, dass ganz aus ist. Der Müllschüsser schreibt, nach Resi 4 machst Jedi Survivor, gell? Jawohl. Wann kommt? Schauen wir mal schnell, was ist halt vorne. Nein, ist so krass, es ist Mitte, Ende April. Alter, Grütze, fix mal nächste Woche und dann ist schon wieder Mai. Bist du behindert? Was ist denn eigentlich los? Robert Diniere, exzessives Pro-Gaming war das wieder. Möchte aber auch hoffen. Heute war es besser. Ist ja gut, du hast da, finde ich, in Resident Evil viel konstanter, viel die ganze Zeit Action, Schießen und so weiter. Dann will ich ja schnell ein wenig warm mit Zielen und Aiming und bla. Da geht es dann ein bisschen besser. Und in The Last of Us sind es doch so kurze, stoßhafte Action-Panik-Momente. Und ja, Action geht jetzt erst los. Da bin ich gespannt. Was passiert. Werden wir am Freitag rausfinden. Der Schnollix schreibt, danke für die Unterhaltung, Triple F für die Mods, habe die Ehre nachschauen, Squad, gute Nacht. Aber heute hast du auch super im gehabt, Bürger. Ja, geht. Bin auch nicht mehr der Junge. Aber ich bin ganz zufrieden mit mir selbst, wenn ich das ist in Ordnung. Es ist glaube ich, nicht so, dass man zuschaut und sie denkt, Alter, was zur Hölle. In der Hinsicht zumindest. Wie läuft dein PC bis jetzt? Bist zufrieden? Herr Hans T., mehr als das. Butterweich. Habe am Anfang Stress gehabt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit Abstürzen, einfach so in Hogwarts, in alle Spiele eigentlich, so gut wie. Und es war wahrscheinlich das XMP-Protokoll vom RAM, falls das jemandem jetzt etwas sagt. Das ist momentan deaktiviert, ist mir aber auch wurscht, da spanne ich nichts davon. Und wenn bessere Treiber da sind für Mainboard, für das BIOS, für alles drum und dran, werde ich es in einem Jahr oder so nochmal probieren und dann schauen wir mal. Was war das jetzt? Bald schon mal! Merci für den Zwickel! Super Stream! Pro Gamer! Danke dir! Geil, Sepp! Du hast halt auch so viel Resident Evil 2 Vibes gehabt. Ja! Glockenturm, die Unterbahn, die Untergrundbahn und lauter so ein Scheiß, ja. Und, das wollte ich vorher schon sagen, der ganze Abschnitt da nach dem Schloss, jetzt da in dem Loch und mit dem zerhauten Holzzeug überall und in den Minenschacht und so, erinnert ganz krass an Resident Evil 8. Da war wir hatten der geheißen, der Magneto im Prinzip. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Einer von den Endbosse halt. Hat mich sehr stark daran erinnert, muss ich sagen. Aber jetzt spielen wir es schon noch zu Ende. Herr Sander Grütag, ja, natürlich spielen wir. Spiel ist nicht schlecht, aber 100% überzeugt mich es leider immer noch nicht richtig. Also mittlerweile, glaube ich, kann man ein bisschen ein Fazit abgeben. Jetzt, wie lange haben wir jetzt eingespielt in Resident Evil? So ungefähr 10, 11, 12 Stunden. Kann ich nachschauen, wie lange habe ich schon gespielt? Ich spiele ja offstream nicht. Insgesamt 9,3 Stunden. Da kann man schon mal ein kleines Fazit jetzt abgeben. Also das erste, was mir auffällt, ist, jetzt fängt einfach an, dass immer das Gleiche ist. So ein bisschen. Kommt nichts Neues mehr. Mag sie jetzt vielleicht im letzten Akt nochmal etwas gravierender ändern, dass wirklich nochmal andere Gegnertypen dazukommen. Aber es ist okay, weil das Gameplay an sich geil ist. Als Shooter-Gameplay, ich nenne es einfach mal Shooter-Gameplay, wenn es kein Shooter nicht ist, aber egal. Fühlt sich geil an. Ich glaube, dass das auch richtig cool ist auf eine Schwierigkeitsgrade. Und aus. Das Einzige, was ich mir wünschen da, ist eine Ausweichrolle. Und ansonsten ist es ein sehr solides Spiel vom Gameplay her. Was die Story betrifft. Der Anfang, ja. Ist in dem Dorf, in dem abgefuckten Dorf mit den Dorfbewohnern und die haben alle, dann kommen diese Viecher aus, auch gerade noch. Aber ganz ehrlich, in diesem Dorf, nicht nach dem Dorf, in dem Schloss da jetzt, fängt genau das an, wovor ich damals schon Angst gehabt habe, 2005, dieser absurde, maßlos übertriebene Scheiß. Ja, Resident Evil ist im Allgemeinen übertrieben und nicht realistisch, das ist mir schon klar. Aber ich finde, die typische T-Virus Zombie-Ausbruch-Geschichte in dem Herrenhaus, dann in der Stadt und dann dieses Nemesis-Projekt von dieser bösen Firma Umbrella, das ist einfach zugänglicher irgendwie. Und auf einen Schlag ist der Leon das absolute Badass-Motherfucker-Dude-Typ, der kein Tier mehr normal aufmachen kann. Gut, Türen macht er einigermaßen normal auf und macht halt dann Roundhouse-Kicks und Back-Suplex und dieser peinliche Messerkampf mit seinem Freund, aber was ist das? Was? Und dann die Achterbahnfahrt in die, wie heißen die Teile? Drainagen? Was sind die Drainagen?
Ist eine Drainage nicht irgendwas mit Doktorspritzen und so ein Scheiß zum Tor? Ich kenne mich nicht aus. Ich glaube, es ist Trainer, ich weiß nicht. Ich weiß schon, was die komische Waggon auf die Loren! Ja, hallo! Oh Gott! Wir kommen jetzt wieder auf Drainagen. Das glaube ich nicht. Der Draisine habe ich gemeint, richtig. Da zumindest war ich einigermaßen nah dran. Alles klar, eine Draisine. Und das ist auch nicht, weil ich glaube, Draisine ist das Teil, wo man so wo zwei Leute pumpen. Ist auch nicht. Drainagen sind mit Wasser. Ich kenne mich nicht aus! Ich hab bloß 1 Sine, 2 Sine, 3 Sine. Wieder ganz was anderes. Aber Drainagen ist zumindest näher an Draisine als Lore. Und ja, es ist eine Lore. Das ist halt so absurd. Das ist halt so absurd einfach. Und das reißt mich dann aus dem Resident Evil, wie ich Resident Evil kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Und ja. Aber ansonsten ist es ein cooles Spiel. Das nicht falsch versteht. Jetzt habe ich einfach eiskalt ins Mikrofon gekommen. Tommy, just mercy, Alter! Merci für den Zwickel 50. Jetzt muss ich schnell was drehen. Alles in allem gutes Spiel. Aber für mich kein Resident Evil. Ab dem zweiten Akt. Vielleicht gerade noch so die ersten Sachen in Richtung des Schloss eine, aber dann ist vorbei. Dann ist es vorbei. Code Veronica Remake hätte ich noch gern. War ja als Resident Evil 2 Spin-Off für Dreamcast damals, das mir entgangen ist. Ja, mir auch. Ich hab... Jetzt pass auf, wo habe ich vorher auch angefangen zum Schmatzen und dann ist Cutscene gekommen. Ich hoffe sehr, dass Capcom weitermacht wie bisher. Das heißt, seit Resident Evil 7, finde ich, ist Resident Evil wieder gerettet. Resident Evil 8 war nicht ganz so gut, finde ich, aber war auch ein gutes, solides Spiel. Auch ein bisschen, da fängt es schon wieder an, so ein bisschen übertrieben zu werden. So, ja, es ist so übertrieben einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, mit diesem, obwohl Lady Dimitrescu, was tust du jetzt mit deinem Ständer und so, irgendwie hat es nicht passt, irgendwie war es aber in Ordnung. Und mit den Resident Evil Remakes haben sie ein Goldgramm aufgemacht. Ja, wenn sie es gut machen. Und ab dem Resident Evil 2 Remake, Alter, war das gut einfach. Alter, war das gut. Was habe ich das Spiel früher geliebt? Und das ist für mich die absolute Blaupause, wie ein Remake, kein Remaster, ein Remake ausschauen muss. Ein Spiel komplett neu interpretiert, aber man erkennt noch, was damals war. Und das darf ich mir so krass vom Einser nochmal wünschen. Ich weiß, dass Einser Remake gibt, ohne die Panzersteuerung, Tanksteuerung und so weiter. Aber ich hätte trotzdem, aber es ist trotzdem mit fester Kamera, wie halt Resident Evil 1 war. Und da hätte ich aber trotzdem gern ein Remake wie vom 2er. Nochmal. Ein neu interpretiertes Resident Evil 1, wo alles begann. Mit richtig krass finsterne Horror-Atmosphäre, Szenen und so, da die absolut feiern. Und, wie der Sprenge schreibt, Code Veronica. Und ich weiß halt nicht, ich hab's halt nie gespielt. Und Resident Evil Zero, was ist Zero? Hab ich auch nie gespielt. Da kommen für mich keine Hauptfiguren vor, wie für mich haben Hauptfiguren Jill, Valentine, Chris, Leon, Claire. Und für mich einfach die Hauptfiguren und der Barry noch ein bisschen. Aber die ganzen Ableger von Resident... Scheiße, wie hat das habe ich sogar am Extreme 2015. Da hat halt noch keiner zugeschaut. Resident Evil Revelations 1, 2 und was weiß ich, da ist ja der Barry eine Hauptfigur. Hat mir auch nicht gedacht schon. Das war auch schon so, waren komische Spiele irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Braucht's nicht. Weg damit. Aber mich da Resident Evil Zero und Resident Evil Code Veronica interessieren. Es haben so Lückenfüller, glaube ich, irgendwo zwischen die ersten 3 Teile oder so. Mit der klassischen Resident Evil Story. Die Story haben sie halt kaputt versponnen. Kann ich mir gut vorstellen. Es gibt so viele Resident Evil Spiele. Fernab von den 8 Hauptteile mal. Das ist ja Wahnsinn. Der Manomecker, okay, Salve, ich hab früher. Hauen Sie sich hinein, gute Nacht. Der Herr Müllschusser schreibt, das jetzt, merci wirklich ehrlich, du hast mir viel geholfen, auch wenn du das nicht glaubst, aber es ist so, merci. Herr Mike, niemand braucht sich für das bedanken, was ich hier tue. Ich habe auch einen Spaß dabei, so ist es nicht.
harte Arbeit. Und das, was der Machina schreibt, auf das hoffe ich ebenfalls. Hoffentlich sind so schlau und machen ein Remake von Dino Crisis 1 und 2. In demselben Reimagination-Stil wie halt eben Resident Evil 2 Remake. Das war so geil. Es war so geil. Da die hart feiern. Ja, da wusste ich gar nicht, wo ich... Ja, das war richtig... hätte ich da Bock drauf. Geil für selbst. So, jetzt, zum ersten dir. Resident Evil ist seit den letzten 50 Jahren allebei immer neu aufgezogen worden. Irgendwann ist einfach gar damit, wenn man sich nichts mehr einfallen lässt, was drauf anknüpft. Ja, sie haben ja nie Probleme, sich was einfallen zu lassen, was sie hinten drauf knüpfen, nur leider wird es halt immer weirderer Scheißdreck. Weil es immer noch krasser und noch mehr und noch mehr und noch mehr werden muss. Und das braucht es halt nicht. Ja, irgendwo braucht es aber halt schon. Ist halt schwierig. Viren, Insekten, Schwammerl, alles da gewesen, ja. Die habe ich noch gar nicht erwähnt jetzt im Vierer. Die reißen mir also ein bisschen aus. Aber was deren da diese Riesenwebsen auf einmal? Was ist das für ein Blödsinn? Also seid mir nicht böse, es ist natürlich, ich verstehe den Gegnertyp, er kann fliehen, er ist viel agiler, er macht was anderes und so, aber was, das passt halt da einfach nicht hin. Aliens gingen uns noch ab, das ist richtig. Der gut Tante schreibt, Dino Crisis war leck, was tue ich jetzt mit meinem Ständer, ja? Ich tue meinen schon die ganze Zeit wieder abdrucken in die Unterbuchse. Der Aureis schreibt, Resident Evil 4 war das erste Spiel, das mich dazu motiviert hat, Speedruns zu machen. Damals und jetzt dank Belohnungen im Pony noch viel mehr. Scheiß auf die Story, das Gameplay macht's. Es ist, man darf auch nicht vergessen, Resident Evil 4 ist 18 Jahre alt. 18 Jahre alt. Und die haben ja in dem Remake offensichtlich, das wir jetzt da gerade spielen, ich kenne den alten Teil nicht, aber egal, ich glaube wirklich fast 1:1 übernommen. Da gibt's im Prinzip nicht viel Neues. Es ist halt Engine neu, Grafik neu, aber das Spiel ist das gleiche. Von den Mechaniken, von den Waffen, von den Nahkampfmechaniken, vom Movement, vom Aiming, von allem. Von den ganzen Mechaniken mit den Tickets, mit den Aufträgen beim Händler, mit mehr Quicktime-Events. Okay, das war damals noch in Ordnung, heute darf das nicht mehr funktionieren. Das ist eine gute Entscheidung, dass man die rausgenommen hat. Wenn es früher Fake Quicktimes gegeben hat. Das hat irgendwie God of War, glaube ich, eingeführt damals. So wirklich. Totaler Scheiß eigentlich. Und das im Prinzip, deswegen ist das Spiel so beliebt und damals auch so gut bewertet gewesen. Das hat Mechaniken in dieses Genre, Third-Person-Shooter hat es schon gegeben, aber nicht so. Das mit, dass man halt über die Schulter schaut so und das im Prinzip der Aim, das hat es damals nicht so wirklich gegeben. Und die haben da Spielmechaniken zusammengeführt, die es so halt nicht gegeben hat. Und dann war irgendwo wurscht, ob da jetzt Resident Evil draufsteht oder Zerpimmelungssimulator 8. Und darum glaube ich, ist das Spiel so gefeiert. Das kann ich absolut nachvollziehen. Wenn sie das damals genauso angefühlt hat wie heute. Der Wahnsinn eigentlich. Wie meilenweit voraus das Spiel war damals. 2005 ist rausgekommen. Nur mit der Geil für Sepp. Merci dir. Birger, seit dem ersten Stream, wo Resident Evil 2 gestreamt hast, bin ich mit dem Spiel unmittelbar verbunden. Ich habe meine erste Erinnerung mit Resident Evil, als ich 12, 13 war und meine Schwester das in der Nacht gezockt hat. Hast du bis jetzt einen Teil von meiner Kindheitserinnerung? Lustigerweise hat sich Resident Evil dadurch genauso in mich hineingebrannt. Ich glaube, ich war 11. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. 10, 11, 12. Sehr jung auf alle Fälle. Habe ich schon ein paar Mal verzeiht, die Geschichte, aber ist egal. Waren wir beim Späti. Zu dieser Zeit hat es noch Videotheken gegeben. Wir waren beide noch sehr jung. Haben wir noch keine PlayStation 1 gehabt. Da muss ich fast 10 gewesen sein. Weil, wann ist PlayStation 1 bei uns gekommen? 1996 und ich habe es sehr schnell dann noch nicht gekriegt. Aber eine Zeit hat es gegeben, da habe ich noch keine gehabt. Man hat sich auch nicht allein kennen. Und da waren wir beim Späti, beim Papp. Und der ist mit uns in die Videothek gefahren. Und hat uns eine PlayStation ausgeliehen. Und damit mit Resident Evil 1. Da hat es relativ lang gedauert, dann sind wir noch essen gewesen und was weiß ich was alles, dann waren wir daheim. Und dann war es so 11 Uhr auf die Nacht. Und dann sitzt man halt als 10-jährige Hosenscheiße alleine, Papi ist nämlich schon im Bett. Im Wohnzimmer steckt man die Playstation an und kennt jeder den Playstation 1 Sound, wenn es der Playstation 1 einschaltet?
Achtung. Achtung. Ich schwöre dir bei Gott, wegen diesem Abend läuft es mir heute noch eiskalt am Bugel ab, wenn ich diesen Sound her. Der ist sehr finster, sehr, in meine Ohren zumindest, sehr finster, sehr böse und sehr Angst. Vor allem das am Anfang, das werde ich nie vergessen. Dann sitzen wir da in dem Wohnzimmer drin und dann geht das Resident Evil an. Damals waren wir auf einem Filmetrip, ja, mit 10. Und je blutiger, desto besser. Und die trashigen Anfangsszenen, die waren ja noch cool. Da spritzt ein wenig Blut, da war so ein Hund und der beißt und Blut, hahaha, cool. Und dann sind wir in diesem Herrenhaus. Erste Szene. Ein bisschen in der Empfangshalle im ersten Teil. Die erste Tür unten nach links. Ein bisschen in dem langen Esszimmertisch, da wo du dann die Uhr verschirmen kannst und so. Deswegen weiß ich das auch alles noch auswendig bis fucking heute. Und dann die erste Tür rechts eine, dann ist so ein grünlicher langer Gang und dahinter ein quadratischer Raum. Und da liegt jemand. Und da, genau, Blood. Ist es Chris' Blood? Nochmal kein Wort Englisch geredet. What is this? Bis heute hat sich das in meinen verfickten Schädel brennt. Und dann gehst du da so um das Eck um, dann kommt der Cutscene. Und dann sitzt so ein Zombie-Typ mit so einem weißen Gesicht, in der Art ich noch nie einen Zombie gesehen habe. Mit 10 sitzt da und ärgelt halt da mit so komischen Geräusche an einem Toten umeinander. Und dann macht's den. Dann rinnt links diese Blutlocker vorbei und er dreht sich so um, so, hat's Maul voller Blut und macht. Und dann steht er auf und kommt auf uns zu. Ich schwöre dir bei Gott, beide aufgestanden, Playstation aus, ab ins Bett. Alter, werde ich nie vergessen. Und dann hat es angefangen. Boah, leck, das war so krass. Wir sind bei Burm. Oh, das war so krass, oh, krass. Wo hast du das schon gespielt? Ja, boah, leck, oder hast du Resident Evil? Ja, hab ich, ja, krass. Ja, ich komm morgen vorbei und dann spielen wir's. Und dann haben wir immer dahin gespielt. Und weil wir halt 10-jährige Hosenscheißer waren diese Rätsel für uns unmachbar. Und jeden Tag haben wir gefühlt ein Rätsel gelöst. Wie zum Beispiel den Dünger in diese Pflanzen im Untergeschoss ein, damit die stirbt. Dann kriegst du einen bestimmten Schlüssel, wie man die Schrotflinten kriegt und immer so weiter. Und unfassbar. Unfassbar. Das war eine Zeit, die ist. Keine Ahnung. Die ist auch mitunter schwer dafür verantwortlich, warum ich dieses Hobby so sehr liebe. Und weil ich eigentlich gar nicht dankbarer sein könnte, da fast schon das hier zu tun. Keine Ahnung, völliger Irrsinn eigentlich. Der Harry hier schreibt, Birger, vergiss das Knistern vom Röhrenfernseher nicht. Hab ich bis heute noch, wenn er den N64 anschmeißt. Natürlich mit Mario Kart und Zelda Ocarina of Time. Bestes Zelda jemals übrigens. Der Wolfbahn schreibt, das ist unwiederbringbar. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Da habe ich auch ein paar Videos ausgesucht, die sich nennen Gaming isn't fun anymore. Für Video-Reviews. Das wären englische Videos, aber egal, das kriegen wir schon hin. Und das Gefühl habe ich oft. Ich hätte das Gefühl gern wieder. Deswegen spielt man viel. Es wird aber nie wieder so. Weil wir einfach erwachsen sind. Weil wir teilweise wissen, wie Spiele gemacht sind. Und das dadurch, wenn man sich so viel befasst wie mir oder wie ich oder auch einige von euch, die sich mit Sicherheit noch mehr damit befassen, sobald man weiß, wie Spiele gemacht werden, so ein bisschen, dann verliert es seinen Zauber. Wie oft rennen ich da in Resident Evil umeinander, sag bloß die Karten und weiß schon vorher, was passiert. Ich sag bloß den einen Typen, der Skorpion-Typ da, der mit seinem Schwanz zuhaut und der sich nur eingefrieren lässt. Ich habe es gerochen, dass irgend sowas kommt. Und das hast halt du nur, wenn du viel spielst. Oder schon viel gespielt hast. Und darum kommt die Zeit nie wieder so. Ocarina of Time war bei mir das Spiel mit dem krassesten Zauber um Weihnachten rundum als 12-Jähriger.
was ich nie wieder erreicht habe. Nie wieder. Der Warze schreibt, hab heute mit einer Nyx einen Domi-Titan geschossen. Da habe ich immer nur nach über 10 Jahren Gänsehaut und einen Puls von Habitäre. Das ist wieder was anderes. Auf das wollte ich jetzt gerade kommen. So, deswegen musst du einfach jetzt, auch wenn du weißt, wie Spiele vielleicht funktionieren und so, musst du Spiele suchen, da wo einfach das Gameplay, das verursacht nicht mehr diesen Zauber. Aber wo einfach das Gameplay Spaß macht. Für mich sind das Aufbauspiele, sowas wie Transport Fever, Anno, Rimworld, etc. Shooter zu einem gewissen Teil. Leider Gottes werden Shooter unbespielbar. Es ist der nächste Video-Review, den wir demnächst irgendwann einmal machen werden. Thema Cheater in Shooter. Ich sag's euch, wie es ist. In den nächsten 2 bis 5 Jahren kannst du keinen Shooter mehr spielen ohne 80% Cheater drin. Darum lass es gleich ganz bleiben. Und einfach so RPGs. Sowas wie Diablo, sind jetzt Action-RPGs ganz bestimmt. Da wo wir als Looten, uns leveln, uns Hirn einschalten auch ein wenig, weil von selber bauen sie die Items auch nicht zusammen und deine Builds und so. Sowas liebe ich. Ja? Und da, sobald ich merke, ich vergiss absolut die Zeit, dann weiß ich, das ist genau das richtige Spiel, oder? Geil, Bifsepp, nochmal, drum heißt, dumm aber glücklich. Das stimmt, ja, das stimmt. Wobei es da irgendwann, auch wenn es nicht weißt, wie Spiele gemacht werden, oder ich weiß deswegen auch nicht, wie Spiele gemacht werden, aber ich weiß, teilweise glaube ich, wie Spiele designt werden. Vielleicht muss man es so sagen. Kennst du Rough and Tumble für PS1? War auch der Hammer. Nein, kenne ich leider nicht. Der Pitch schreibt ein paar Sachen, die mir sehr wohl bekannt sind. Terranigma. Das waren die ersten 4 Spiele, wo es für den Super Nintendo eine größere Schachtel gegeben hat. Secret of Mana hängt da das war das erste Mal, das so einen Zauber ausgelöst hat, wie dann später, wie ein bisschen älter war, mit Resident Evil und mit Zelda. Eines meiner Lieblings-RPGs jemals. Secret of Mana. Terranigma. Nein, Terranigma war nicht das zweite. Das zweite, was ich dann gekriegt habe, war Illusion of Time. Das war mir zu schwer damals einfach. Da war ich 8 oder so, keine Ahnung. Terranigma und dann Lufia, glaube ich. Und Mystic. Oder Mystic oder Mythic. Hat es Mystic oder Mythic geheißen? Blaue Schachtel, gelber Schriftzug. Vorne, glaube ich, auf so einer Klippen steht und mit dem Schwert, bin mir nicht sicher. Super Metroid hatte noch eine Big Box. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Mystic Quest. War das Mystic Quest? Nicht einfach Mystic? Nein, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Aber Secret of Mana, Illusion of Time, Terranigma, Lufia. Weiß ich noch. Secret of Evermore habe ich vergessen. Das war rot, glaube ich, gell? War eine große Box und schwarz. Das war irgendwo dazwischen noch. Oder Turok hat es das vor GoldenEye gegeben? Ich glaube schon. Relativ zeitgleich, aber ich habe zumindest GoldenEye nach Turok besessen. Ja, ich habe Turok 1 besessen, für den PC damals schon und für Nintendo 64 und ich habe GoldenEye natürlich besessen und Turok 2, werde ich auch nie vergessen. Der geile Hirnzuzler in Turok 2. Das war so eine Kugel, die hast du davor schießen können und dann ist in den Kopf von dem Dinosaurier eingeflogen und dann ist leider so ein Letten rausgekommen und dann ist er gestorben. Best Game ever, Alter. Das war das erste Nintendo 64 Spiel, für das du das Expansion Pack braucht hast, wenn ich mich richtig erinnert. Das ist ohne Expansion Pack gar nicht gelaufen. Das war so ein kleiner roter Schiebling, den hast du vorne in den Nintendo 64 einstecken können und dann hat er irgendwie mehr Leistung gehabt. Weiß aber nicht mehr genau, wie das hergegangen ist. Super Metroid Big Box eBay 800 €. Ja, tschüss dann. Ja. Ich weiß noch, dass ich My Secret of Mana mit Original Schachtel, Original Kassetten oder Kassetten, Modul und vor allem mit einem kompletten, ohne dass Seiten außergerissen waren, ohne begagelten Spieleberater, die da immer dabei waren. War so ein Heftel, es war im Prinzip eine Komplettlösung, wenn man so will. Und weiß ich noch, die habe ich damals über irgendein Magazin verkauft. Da hat man Anzeigen einschreiben. So hat man das damals noch machen müssen. Da hat es kein Internet gegeben. Und da habe ich verkauft damals, ich Vollidiot, und habe damals schon 50 Mark dafür gekriegt. Und dann hat man anrufen müssen. Genau das. Und ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt, da habe ich schon lange nicht mehr drüber. Weißt du, wo ich da angerufen habe? Ich habe sehr viel Zeit im Freibad verbracht in meiner Jugend. Sehr viel. Werde ich auch nie vergessen. Und wie ich da angerufen habe, genau da, wo man anrufen hat müssen,
bin ich in Telefonzellen gegenüber vom Freibad gegangen, da wo der Truckstop früher war. Leider aus Landau wissen es vielleicht, du fährst ins Freibad hindreh oder du fährst den umgekehrt dann wieder raus, dann ist die Kreuzung, rechts geht's zum Mäcki, links geht's Richtung Stadei und genau gegenüber an der Kreuzung, neben dem Volksfestplatz, war eine Telefonzelle. Und da bin ich drin gesessen, hab das Magazin aufgeschlagen und hab angegriffen. Werde ich nie vergessen. Was kramen wir da für Old Stories aus? Was ist denn heute? Was ist heute? Der Pitti schreibt, gut, dass ich Urlaub habe, schickt meinen Vibe allein in Urlaub und mache eine Retro-Reise. Jetzt gehen wir mit dem ganzen neuen Scheiß raus. Heute ist Nostalgie Mika, schon ein bisschen. Ja, ist ja geil. Gab's für Killer Instinct auch, dass es ein sogenannter Ultra 64 war? Was? Früher waren Spiele einfach geiler, was neu rausgekommen sind, wie Fear Effect zum Beispiel. Das ist auch sehr einfach zu beschreiben, warum das früher einfach cooler war. Weil es früher ist Killer Instinct gekommen oder Mortal Kombat gekommen. Und das waren die ersten seiner Art, mit denen du in Berührung gekommen bist. Und generell, du hast keinen Vergleich gehabt. Ganz ehrlich, darfst du, wenn er heute, jetzt mal wirklich im Ernst, jetzt nicht wirklich die Nostalgiebrille abnehmen. Kauft irgendjemand an Tag 1 vom Release Mortal Kombat noch? Also ein Beat'em Up, wirklich. Haben das noch große Spiele, die man sich kauft? Es gibt noch neue Mortal Kombat, ja sicher. Wie weit haben wir mittlerweile? Mortal Kombat 11, 12, 13, 14, irgend sowas. Da geht es ja nur noch drum, Finisher und ja, Finishing Moves. Und dann ein DLC nach dem anderen ausscheißen, dass der Rambo gegen Arnold Schwarzenegger kämpft und der seine Finisher hat. Ich weiß es nicht. Kauft sich sowas überhaupt noch mehr? Ja, ich glaube schon. Gibt es das auf Steam? Warte mal, da muss ich jetzt mal schnell schauen. Steam. Mortal Kombat. Ja! Mortal Kombat 11! 50 €! Mit sämtlichen DLCs ein 100er. 55.000 sehr positive Bewertungen. $55.000 sehr positive Bewertungen. Und 55.000 Bewertungen auf Steam ist schon eine Ansage. Das haben nicht viele Spiele. Oder mehr. Das Ava ist aber echt nicht schlecht. Das ist ein Beat'em Up, Alter. Es ist einfach ein Beat'em Up. Hau mal einen Trailer von Mortal Kombat rein. Nein, da wird man bloß der Stream gesperrt. Ich weiß genau, wie es ist. Da weiß ich jetzt nämlich gerade nicht hundertprozentig, wie die Indizierungsgeschichte ist und so. Nein. Der Ava war im Game Pass, okay. Überhaupt gab es Games nicht so im Überfluss, weil mit den Datenträgern viel mehr Geld drauf hängt ist, als wie halt bei den Beware Games. Ja, also was die Industrie betrifft im Gaming, die hat sich ja natürlich hat sich die komplett geändert, das ist ja klar. Ich finde es nur lang und ich bin halt schon sehr lange dabei, muss man jetzt einfach mal, was die Gaming-Szene betrifft, bin ich sehr lange dabei. Darum bin ich natürlich auch jemand, der sich ich habe mich schon über DLCs aufgeregt. Über Bezahl-DLCs. Das ist mittlerweile so lang her, dass sich da gar keiner mehr beschwert drüber. Wenn ein Story-DLC für irgendwas kommt, der kostet dann einen 10er oder einen 20er. Ja, aber ich krieg ja was dafür. Da hat es damals einen Aufstand gegeben. Was das für eine Scheiße sei, also ich möchte gefälligst das sofort haben im ganzen Spiel und. Und dann haben Microtransactions gekommen. Das habe ich halt auch mitgekriegt natürlich von Tag 1 und das wird immer schlimmer. Aber ich habe auch mitgekriegt, dass FIFA-Packs in Österreich verboten sind. Habe ich das richtig mitgekriegt? Dauert es bei uns auch nicht mehr lang. Völlig zu Recht. Und ja, sie daten es nicht alle. Alle Spieleentwickler machen es und sie würden es nicht tun, wenn es funktioniert. Und die verdienen durch einer Geld mit Casuals. Und mit Leuten, die das Spiel vielleicht wirklich taugt, wo man selber nicht drinsteckt, die dann sagen, weißt du was,
dann kaufe ich mir halt für 10 Euro noch irgendwas. Ich habe da 1000 Stunden eingesteckt. Path of Exile zum Beispiel ist absolut umsonst. Habe ich auch 10, 20, 30 Euro ausgegeben dafür. Nicht für Skins, für Stash-Tabs und so eine Geschichten, aber das ist ja in Ordnung dann. Habe ich 300, 400 Stunden drin, hey, was haben da 10, 20 Euro? Da habe ich schon weit mehr Geld ausgeschissen für weit schlechtere Spiele. Battlefield zum Beispiel, 8 Stunden Spielzeit, 60 Euro, ja danke EA für nix. Danke für nichts. Wegen mir könnten generell Packs und Lootboxen und Scheiß solcher Art verboten werden und beim gelassen. Ja, ich verstehe irgendwo. Irgendwo hat sich ja die Spieleentwicklung geändert. Es ist auf einem ganz anderen Level, wie Spiele heutzutage entwickelt werden, wie vor 10 Jahren oder gar vor 20 oder 25 Jahren. Das hat ja gar nichts mehr miteinander zu tun. Da arbeiten Hunderte von Leuten jahrelang an einem Spiel, das Millionen von Dollar kostet. Natürlich müssen die irgendwie ein Geld verdienen. Das ist ja alles in Ordnung. Ich sage jetzt einmal so wie es Blizzard mit Diablo 4 macht, bis jetzt, ist schon hart an der Grenze. Und ein Ticken zu viel. Aber es ist halt, die wissen, was sie tun. Sie daten es nicht, wenn die Leute das Zeug kaufen daten. Wir werden uns damit anfreunden müssen, ob wir wollen oder nicht. Und wenn es uns nicht passt, dann kauft die Spiele nicht. Ganz einfach. Es hilft einfach nicht. Du kommst sowieso nicht raus. Diablo Immortal, damit vergleiche ich, ist auch immer schwierig. Das ist ein Drecks-Mobile-Game, das eigentlich für den asiatischen Markt konzipiert ist. Aber es hat halt eine schöne Plattform abgegeben, um da mal rein zu ranten. Kannst nicht miteinander vergleichen, Diablo Immortal und Diablo 4. Komplett verschiedene Spiele. Das Problem dabei ist halt auch so, dass das ganze Spiel so viel Speicher braucht, dass es in Deutschland mit unserem Bambusnetz 4 Jahre lang braucht zum Runterladen. Das ist richtig. Wenn man natürlich bei uns in Bayern irgendwo auf dem Land wohnt und so, dann ist es echt zack. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann mich jetzt da nicht beschweren, weil ich eine 250er Leitung habe, aber Spiele werden ja nicht kleiner. FIFA wurde doch jetzt in Österreich angeklagt. Was ist dabei rausgekommen? Es ist verboten in Österreich. In Österreich sind FIFA-Packs ein illegales Glücksspiel. Ich vermisse die Zeiten, wo Games noch fertig rausgekommen sind. Die vermisse ich allerdings auch. Das ist ein Teil, der wäre zu vermeiden, auch heute. Dass unfertig hingeschissene Spiele ein Hype erzeugt wird, noch nöcher. Und ja. Und ja, bei FIFA diese Packs, das halte ich auch für Glücksspiel. Genauso wie bei Counter-Strike Kisten. Das halte ich nur für viel größeres Glücksspiel und einen größeren Bullshit, weil du mit anderen die Skins tauschen kannst und verkaufen kannst und dann sogar noch Geld kriegst dafür. Also das ist nichts anderes, wie ins Casino gehe und 100 Euro auf schwarz setzen. Da habe ich eher die Scheiß wahrscheinlich. Was dass ich ein gutes Messer, Knife aus der Kiste auserziehe in Counter-Strike. Hoffe, dass Blizzard Diablo 4 nicht mit dem Shop verkackt. Ich glaube nicht, weil sie sich nicht erlauben können. Der Großteil der Diablo-Fans ist eingefleischte Fans, befassen sich mit den Spielen und haben überhaupt keinen Bock drauf. Sie lernen sie schon extrem weit aus dem Fenster mit den verschiedenen hochpreisigen Spielen. Die lernen sie schon extrem weit aus dem Fenster mit diesem Battle Pass. Noch zusätzlich auf ein 90 Euro Spiel oder 70 Euro Spiel. Und dann noch ein zusätzlicher Shop für einzelne Skins. Es ist hart grenzwertig. Aber solange dieser ganze Müll das Gameplay nicht beeinflusst, das heißt, dass ich schneller XP kriege, dass ich schneller stärker werde oder sonst, ist mir das alles wurscht. Du musst es nicht kaufen. Aber sie daten es nicht ein, wenn sie genau wissen daten, dass es genügend Leute gibt, die es tun werden. Weil es ihnen egal ist. Weil es ihnen egal ist. Auf der anderen Seite verstehe ich Blizzard auch. Blizzard macht da ein Games as a Service Spiel. Das bedeutet, das kommt nicht einmal raus und ist dann fertig, sondern das wird weiterentwickelt, währenddessen es auf dem Markt ist. Und irgendwie muss Blizzard weiterhin damit ein bisschen Geld verdienen. Das ist okay, das verstehe ich. Und das mehr ja, wenn sie das Spiel zum Besseren weiterentwickelt. Dann kriegen die von mir aus auch, ich sage jetzt einmal, natürlich werde ich die ersten, also vom Startweg werde ich spielen, ich werde die erste Season spielen, vielleicht sogar auch gleich noch die zweite Season, je nachdem, was sie ändert, was ist wirklich gut, ist schlecht, bla bla bla. Und dann lasst man halt einmal eine Season aus oder so und dann spielt man wieder eine.
Wenn ich da wirklich 10, 20, 30, 40 Stunden pro Season reinbuttere und mehr, dann kriegst von mir aus auch die 10 Euro für den Season Pass, der da jetzt mit dazukommt. Kriegst du halt ein paar Skins, ein paar bisschen das, ein paar Waffenskins und so einen Scheiß. Mit Skins okay, aber wehe, es geht in Richtung Immortal. Und das erlauben sie sich nicht, da bin ich mir 100% sicher, weil die Community einen dermaßenen Shitstorm anfängt, dass alles zu spät ist und wenn sie mit dem daherkommen, ist innerhalb von 2 Monaten das Spätout. Das garantiere ich dir. Das kennen sie mit dem Mobile Game in Diablo Immortal, kennen sie machen, weil sie genau wissen, die Leute in der Gaming-Szene, wo wir uns befinden, auf Twitch, YouTube etc., wenn die einen Shitstorm anzetteln, das kriegt der Casual-Trottel, der mal eine halbe Stunde am Tag auf seinem Handy spielt, der kriegt das nicht mit. Der kauft trotzdem den Skin, weil er ihn geil findet. Und bei den Asiaten sowieso, was weiß ich, was da hinten abgeht. Deswegen nicht. Ich bin guter Dinge, dass sie es nicht tun. Sie haben es schon sehr genau gesagt, dass sie es nicht tun werden. Falls sie es doch tun, dann möge sie der Blitz beim Scheißen treffen, dann ist es endgültig vorbei mit Blizzard. Das garantiere ich. Sie fangen sie gerade so ein bisschen. Dragonflight war ganz cool. Sage ich freiwillig, wie es ist, war das beste Add-on seit Ewigkeiten. Seit Legion. Und jetzt kommt dann Diablo 4 und es macht einen wirklich guten Eindruck. Die Beta war okay, die Closed Beta war okay. Vor kurzem, vor ein paar Tagen sind Videos, also ich habe mir ein paar Videos einfach angeschaut. Sie reagieren tatsächlich aufs Feedback aus der Beta. Es werden haufenweise Sachen geändert und angepasst zum Besseren. Necro wird genervt, Barb wird lauter so Sachen. Und das heißt, ich bin guter Dinge. Vielleicht haben sie es endlich verstanden, Leute, wir können so nicht weitermachen, weil sonst macht unsere Firma die Biege. We will see. So, das hat mir jetzt richtig gut gefallen, über was wir heute noch geschmerzt haben. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich hoffe euch auch. Freunde der Sonne, jetzt ist safe, jetzt gehen wir ins Bett. Kuss auf die Nuss. Danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations heute wieder. Wie fucking immer. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Ich hoffe, die Leute sind noch da. Es ist 3/4 der Leute ist weg. Was weiß ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Press Triple F für die Moderatoren. Hashtag Schödrapse. Hashtag, was haben wir noch so für Hashtag? Denkt euch irgendwelche Hashtags aus. Parzival! Mehr sind hier! Zuerst Bürger! Sis sogar. Was? Parzival, ich weiß nicht. Sis sogar. Was soll das heißen? Score. Ich wollte. Parzival, das muss jetzt noch mal reinschreiben, ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Danke für den Fünfer. Gute Nacht, Bürger und alle anderen. Herr Sinister ebenfalls. Mehr sind hier. Daumen auf YouTube nicht vergessen. Ich weiß nicht, was mir der Parzival sagen wollte. Ich weiß es aber. YouTube hängt schon wieder noch 3 Stunden so weit hinten, dass es Schmerzen verursacht. Das schreibst du mir unter das Video als Kommentar. Dann lese ich es. So. Und jetzt schleicht es euch. Küsschen auf das Nüsschen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag, 20 Uhr. Zwar Resident Evil Kapitel absurder. Die nur absurder werden wie die schon waren. Ja? Wenn ein Kind, Boomstick to your face. Und am Sonntag kommt übrigens eine Podcast-Folge. Wer die letzte Podcast-Folge noch nicht gesehen hat, dann wird es aber Zeit. Ja, weißt du selber, was es ist. Und jetzt schleicht es euch davon. Danke schön. Geil, Schluss jetzt! Merci auch für den Afterstream. Letztes Mal im Anschluss Schei Bürger Classics. Was hatten die Bürger Classics? Die ganz Classics oder die. Ja, das musst du ja wissen. Jetzt schleicht es euch. Habe! Jetzt ist wahrscheinlich das Mikrofon wieder hin. Schleicht's euch! Habe die Ehre! Merci fürs Zuschauen. Wo ist denn der Close-Button? Wo ist der X-Button?